Gut. Allerliebst Kolleginnen und Kolleginnen machen dafür den Appell nominal. Weissel Simon, ja, Mozart Laurent, ja, Marc Colette, ja, ich selber auch, Claude Radu auch, Patrick Goldschmidt auch, Paul Maurice auch, Benoît François auch, Sylvia Camarda als excusiert, Paul Galles auch, Römmel Christa auch, Gasch Linda auch, Boissante Gabriel. Ja, men also nicht du. Nicht du. Kann Corinne ja, einfach an geht uns eine Prokuration gehen. Philippa Robert ist krank, excusez. Pascal Arendt ja, Bach Nicola ja, Madame Costantini ist auch nicht da, Madame Milchen auch nicht, Madame Afonso ja, den Herr Weidisch ja, Madame Bartolini ja, den Herr Biewer a donné une procuration, Madame Müller ja, den David Werner, die können doch nach, wenn das noch lohnt, und Madame Branca ja, wir sind en nombre, wir können also als ein Ordre du jour aufhängen an den nächsten Punkt, das Séance non publique.
So. Da gibt es Sandra. Das ist Sandra. So. Da könnte wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour kommen. Und das sind Fragen von den Conseillern und den Chefrat. Da war aber just eng da. Und zwar die von der Madame Afonso. Madame Afonso. Bonjour à tous. Merci Madame la Bourgmestre pour parole. Ma question d'aujourd'hui, ça concerne le projet de Day Night Shalt dans le quartier. De nombreuses questions et inquiétudes se sont manifestées de la part des habitants du quartier concernant le projet de Day Night Shalt, en particulier de la part des habitants du quartier d'Ache. Certaines familles, et surtout des parents, ont fait part de leurs préoccupations et un sujet revient en particulier que est celui de la sécurité et du bien-être des enfants dans la mise en place d'un tel projet. Il semble évident que pour les habitants, ces projets restent encore flous. Et donc, sur ça, des incertitudes et probablement à des incompréhensions. Le collège juvénal a-t-il l'intention d'organiser assez rapidement une réunion d'information avec les habitants du projet afin de faire part de son avancement actuel? Le collège juvénal ne pense-t-il pas qu'il serait plus profitable pour tous l'échange en plus vite avec les habitants du quartier afin, d'une autre part, éviter tout le mouvement du rumeur éventuel et négatif? Et afin, d'une autre part, permettre aux habitants de mieux comprendre et mieux vivre ces projets qui les concernent et semblent les préoccuper. Il semble que les projets ne sont pas encore assez avancés pour donner toutes les informations. Mais une première rencontre organisée rapidement serait bénéfique pour créer un climat de confiance avec les habitants et permettre le mieux développement possible de ces projets de quartier. Et de ce fait, le collège juvénal ne pense-t-il pas également envisager plusieurs rencontres régulières et échanges avec les habitants qui se sentent concernés, concernés en fonction des évolutions à venir du projet Day Night Shalt AH? Je vous remercie d'avance pour réponse à mes questions. Merci. Vielleicht Madame Kahn und dann Herr Galles. Madame Kahn. Ja, ganz kurz, vielmals merci für die Frage. Just jetzt so, wo das Projekt drin ist, also es gab eine erste Ausschreibung gemacht für eine Zeit. Du hast aber nur einen Strop gemeldet, für das zu bauen, und das war viel zu teuer. Du gab eine nächste Ausschreibung gemacht, der soll aufgeschlossen. Da sind vier Entreprisen, die sich gemeldet haben. Da gibt es eine rausgesicht, das wird ugangs nächstes Jahr der Fall sein. Und dann hat die Entreprise 1,5 Jahre Zeit für zu bauen. Just denke für den Kader zu setzen, dann schadet man schon an den Budgetdebatten gesagt, wo ich dem Herrn Benoit geantwortet habe, dass man 1,5 Jahre brauchen für zu bauen und dass dann am Sommer 2027 normalerweise müsste stehen. Das ist halt die Nuit, die da hinkommt. Und ich meine, den Herr Galles, den werde ich ein bisschen erzählen, nicht schon da, aber mit den Leuten auch geschwärzt. Wir wollen natürlich die Leute damit abbannen. Sie brauchen auch da wirklich keine Angst zu haben. Unsere Erfahrung ist die, dass ein Night Shelter, sobald ein encadriert ist, von einem von unseren Partnern, sie hat das Hut oder die Croix-Rouge, wie in diesem Fall, oder CNDS oder, dass das dann immer ganz gut funktioniert und dass das für das, wo auch gar kein Problem ist. Ich meine, den Paul Galles, mein Kollege aus dem Chefrat, den hat doch schon mit den Anwohnern geschwärzt, und wir wollen das natürlich auch so weiterführen. Merci. Merci, Paul Galles. Ja, merci. Also just für dann die Karte zu setzen. Also ich hatte Mandat vom Chefrat eben noch von mit den Leuten zu schwätzen, weil nämlich Vertreter, die ältere Vertreter aus der Schule und als Ruhegetreute waren, für nämlich den Fall zu thematisieren, dass den Day-Night-Schalter dann eben nicht dem momentan existierenden Foyer scolaire, weil das war eben hier so, dass dort zu Interferenzen kommen, die dafür kann er nicht gut sind.
Und da hat man 2 Reunionen. Die erste Reunion, da waren dann 2 Vertreter von den Eltern. Hier, und du sitzt man auch zusammen, noch der Christoph Mann war dabei, Direktor von Affaires Sociales, für eben noch von der Seite zu gucken. Und dann haben wir gesagt, zu hinnen, wo wir hin konnte man sie beruhigen, und zwar auf dem Niveau, den Madame Kahn schon angeschwärzt hat, nämlich an dem Moment, wo in so eine Struktur baut, passt die natürlich gerade darauf ab, dass die Sachen gut getrennt sind und dass du keine Interferenzen gibt, also sowohl räumlich wie auch visuell, dass das klar ist, wohin gehört, und dass sie sich da keine Sorgen machen mussten. Und dann hat man einfach ausgemacht, die 2 Vertreter, die an dem Moment da waren, geben dann Matt an der Karte zurückholen. Das wird mir hier gesagt und dann gucken, ob du nach Interesse bestehen. Und du hast nach Interesse bestanden. Und du war eine Reunion mit all den älteren Vertretern, mit den Vertretern vom Foyer Scolaire, mit den Vertretern von der Schule, also das ganze Komitee von der Schule, weil du auch noch eben als Direktion Sozial, der Christoph Mann, und du konntest auch auf die dort Fragen nach allen guten Antworten. Und dann haben wir ausgemacht, dass an dem Moment, wo das Projekt fertig ist, also beziehungsweise wo wir den Plan haben, also einen aufgesehnten Plan haben, dass wir dann bei den Leuten kommen. Das heißt, das haben wir mit ihnen an dem Moment diskutiert. Und dann muss ich noch wissen, der Foyer Scolaire zuerst, die muss renoviert gehen, das wirklich nur an einem Zustand, den nicht mehr zu drohen ist. Und dafür wird eine Provisor bzw. eine neue Struktur gebaut, und zwar innen Fuß um Pabayabirsch, an der Rue unten. Und du könnt eben der Foyer Scolaire dann dran, und du könnt dann noch höchstwahrscheinlich noch einen Teil von der Schule dabei, weil das auch viel hilft, weil die Schule zuerst ist gut vollgepackt. An dem Moment, wo die Kinder dann an dem Foyer sind, an dem Moment passiert dann die Ouverture vom DNA, also dass an den ersten Moment sowieso sich die Sachen nicht überschneiden, und dann dauert es eben so lange, bis dann der Foyer Scolaire zuerst renoviert ist, bis dann kann er rüberkommen, wo dann genau natürlich geguckt, dass da nichts passiert, was irgendwie gefährlich ist. Natürlich, vorgeht ja um den Dialog mit den Leuten, ich meine, da sind wir wirklich gut am Dialog, da haben wir ihnen noch vieles angeboten, wir waren wirklich immer da für sie. Merci. Merci vielmals. So, da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Mord du Jour, den 3. Zirkulation. Sind dort so Wortmeldungen? Wenn nicht, kann ich davon ausgehen, dass ihr mit allem d'accord seid. Merci, Unanimität. Ich meine, das ist die allererste Kriege. Wunderbar. Das spielt den Christstimmung. So, da kommen wir auf den 4. Punkt von unserem Mord du Jour, Devis de Travaux. Und du hast den 1. Punkt. Dem Maloraio Mord du Jour, das eben Vestieren zwar auch zu haben für den Footballsterrain, für den, der schon besteht, den du bei den Hospice Civilas, für dort neu Vestieren. Sind dort so Wortmeldungen? Nein, da stellen ich das Projekt zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Merci, Unanimität. Und dann hast du den 2. Projekt, den du Mord du Jour hast. Das ist der Bau von dem, also die zweite Phase vom Bau von dem Stade d'Athlétisme. Und da ging ich dann direkt Madame Beißel vorgehen, für uns kurz anzufeiern, für den Kader zu setzen. Madame Beißel. Merci, Madame Burgmeister. Guten Morgen, ihr alle Guten. Wir kommen heute zu der 2. Phase von dem Bau von dem Athletikstadion zu haben. Die erinnert sich, dass wir am 17. Oktober die erste Phase gestimmt und was den Gang die Viabilisation vom Terrain, das heißt Terrassementer an ganz Resoen, die müssen gelöst werden für so einen Bau und all die Infrastrukturen umzuschließen. Heute geht es also um den Hauptprojekt. Das heißt, ihr wisst, dass wir wollen Kompetitionspiste machen. Wir kriegen allererste Kehr dann 8 Couloirs auf der Hauptpiste 400 Meter, wir haben eine andere mit 4 Couloirs, wir haben eine Sprintpiste von 110 Metern mit 6 Couloirs. Das ist das, was alles was wird laufen. Es kann ein großes Sporthalle, ich sehe, wir haben einen Plan. Die ist an der Moyenne 10 Meter hoch, weil wir so gut den Stabhochsprung müssen dran kriegen, wie alle guten anderen sportlichen Disziplinen von der Leichtathletik. Die kennen alle guten Pläne, das geht eben wie gesagt, Pisten plus ein ganz performante Sportsaal, die daneben können. Dann, was ganz wichtig ist, ihr wisst, wir sitzen neben der Schutzzone 2 von unseren Quellen.
Dafür hast du ein Problem von der Wassergestion bei dem Projekt von Ufangun an da gefasst gehen, dass von Ufangun intensiv mit dem Wasserwirtschaftsamt zusammengeschafft gehen, an all technischen Mesuren sind geholt gehen, für das Wasser dauernd geschützt wird und noch kein Wasser verbützt wird. Das heißt, wir haben 3 Sorten von Bassin, die auf dem Sito gebaut gehen. Die erste Sorte von Bassin, das ist ein Schnee, das ist ganz umweltfreundlich, das ist ein Stockage-Bassin. Wasser, das vom Himmel fällt, wird abgefangen, und mit dem System können wir den Volumen davon, den also so interessant, dass wir damit können den Wurst netzen. Mit dem, was momentan ist, kriegen wir wahrscheinlich genug Wasser, was da fällt. Daneben kriegen wir Rückhaltebecken für verschiedene von euch, die hatten Sussien, wie es können sie, wenn die von Überschwemmungen gehen. Da haben wir an den Tag gefasst. Und dann haben wir eine dritte Sorte von Bassin, Infiltrationsbassin. Das heißt, das ist so, dass Wasser, das von den Dirsch fällt, wird kollektiert, Infiltrationsbassin, und dann über den Zusol geht es darum zurück an die Quelle gefeiert. Das heißt, dass wirklich kein Wasser verbützt wird. Das ist ein neues System, das extrem umweltfreundlich ist, wo wir auch spuren, weil die wissen, das Wasser ist nicht billig. Dann daneben, ganz wichtig auch für die Anrainer, alle Guten, für die Konvivialität, einen großen öffentlichen Park. Gehen ganz viel Bäume do gepflanzt, und jut vielleicht nach nach, dass wir zu haben, auch nach ein Bongert, ein Obstbaumpark, auch nach Krähen, mit ganz viele Bäumen. Das heißt, der ganze Sektor, der wird total begrünt mit dem System von dem Park. An dem Park kommen nicht Männer wie 4 Spielarealen, Ballareale, Klünchenareale, alles, was Kinder brauchen, die Klänge, die Männer klängen, für das auch sie sich da gut können amüsieren. Daneben könnt ein Beachvolley-Terrain, dann ein Basketterrain, das ist all Menschen, bald das, was sich kann amüsieren und noch sportlich können betätigen. Das ist, wenn man guckt, man auch punkto Mobilität, da als gedurcht soll Mobilität Transport publik gehen, hauptsächlich an auch Mobilität dus. Mobilität Transport publik als Busarrêt 4 gesehen, einerseits für den Sitz selber und noch für St. George Schule aufzusichern. Und daneben sind natürlich als Liniebusse von der Stadt, die zirkulieren auch da am Quartier, dass das alles aufgesichert ist. Also, das ganze Projekt, das geht wirklich umweltfreundlich, die geht performant, zukunftsorientiert, konvivial, weil es geht da darum, nicht nur um den Sportler, mit dem, was ich gesagt habe, dass auch für die Familien, auch für die Visiteuren, dass das ganze Areal total flott geht für den ganzen Sektor. Damit wollte ich schon zum Schluss kommen. Nach dem Kostenpunkt, den hat an den Dokumenten, es kostet 110 Millionen TTC den Abbau. Wir kriegen 12 Millionen Subsid vom Staat, weil wir 35% kriegen von einem bestimmten Plafond durch den Zucht von eben von Stadium, in dem es geht. Wir kriegen 170.000 €, weil das habe ich dann nicht gesagt. Es könnte überall, wo es möglich ist, als Photovoltaik. Da kriegen wir auch nach 170.000 € Subsid. Anders dass wir ein neues Konzept von der Wassergestion gibt auch da nach ein Subsid, den wir noch am Gang sind, auszuhandeln, für zu wissen, dass wir da auch noch etwas kriegen. Das ist just für Deckwärter, für das ein interessantes Projekt. Und ihr wisst, ich habe schon an der Budgetdebatte gesagt, ich so nicht nachdenken. Es geht hier nicht nur um den Sport, es geht nicht nur um den Spieler von den kleinen Ländern, die wir natürlich am A haben, am Frühjahr 2021, aber es geht darum auch, dass wir den Quartier Stadt auf der Erlerstraße, den Josie Bertel, frei kriegen, für dass wir da Wohnungen bauen, wo ihr wisst, dass sie immens gebraucht gibt. Merci für den Moment. Merci auch. So, wer will zu dem schönen großen Projekt schwätzen? Madame Präsidentin von der Sportkommission, Madame Arendt, Madame Gasch, Madame Müller, den Herr Weidig und den Herr Wagner. Madame Arendt. Vielmals merci für das Wort. Ja, Madame Arendt. Wie Madame Beissel schon gesagt hat, haben wir ein Teil mit der zweiten Phase zum neuen Sportkomplex an der Rüde haben zu den.
Die Erstphase, die Vierberedung vom Terra beinhaltet, gouf ja bekanntlich schon hier am Gemengerot 2 Wochen gestimmt, er soll von März 2026 bis Mai 2027 dauern. Haut stimmen wir da haut über die zweite Phase von diesem ambitiösen Projekt auf. An einer Kommission conjointe zusammen mit dem Development urbain konnten wir auch dieses Projekt, auch das Phase nicht en Detail erklärt, und nur noch die Maquette für uns an. Das Projekt, das von dem Büro Schrader Associé à Paul Würth, G-Prolux elaboriert wird, soll auch 2026 an die zweite Phase von insgesamt den 3 Phasen gehen. Die zweite Phase, die mir haut werte Stimme, beinhaltet Konstruktion von den Leichtathletiksterrain, der Sportsaal, dem Stammraum und den Außenanlagen. Er soll am November 2026 aufhängen, und bis Juli für die Spieler von den kleinen Ländern 2029 fertig sind. Die Kosten hier belaufen sich auf rund 110,7 Millionen Euro. Wir kriegen aber da, wie Madame Beisel schon gesagt hat, Subside vom Sportminister von 12 Millionen Euro, von der Klimaagenz kriegen wir 170.000 Euro und dann vom Fonds vom Gestion de l'eau, das ist noch nicht definiert gehen. Phase 2 beinhaltet dann die eigentliche Konstruktion vom Leichtathletikstadion, den World Athletics konform Kategorie 1 ist. Mit einer 400 Kompetitionspiste an 8 Bunnen, einer Trainingspiste von 400 Meter an 8 Bunnen, einer 200 Meter Indoorpiste, die Sportzahlen, einer fixer überdachter Tribüne für 867 Sitzplätzen, einer mobiler Tribüne mit 1000 Sitzplätzen, dem öffentlichen Park, als einer Finbun, den Außenanlage für den Grand Public, einer flotter Spielplatz, Beachvolleyball, einer Brasserie, dem Rehwassermanagement, enger Photovoltaikanlage und so weiter. Ich meine, da fehlt noch just ein Piscine. Ich wollte nach einmal, da Madame Milani Schaf an ihren Service große Merci sagen, dass sie uns diesen ambitiösen Projekt vorgestellt haben. Sie hat auch ein paar Mal betont, wie wichtig das ist, dass fast 2 nach 4 Ende des Jahres am Gemengerot aufgestimmt wird, wie könnte das mir enorm in der Zeitdruck stehen geben, weil die Infrastrukturen vom Leichtathletikstadion ja schließlich am Mai 2029 für die Spieler von den kleinen Ländern fertig müssen sein. Aber auch darüber hinaus ist dieser Sportkomplex immens wichtig für den privat und den öffentlich organisierten Sport, an den von der Ville de Luxembourg können zu assurieren. Unsere Infrastrukturen platzen aus allen Nähten. Unser grosser Stadter Leichtathletikclub CSL, aber auch der LIAL, hoe lang Werdelöchte mit Kanner, die aus Kapazitätsgründen praktizieren können. Das neue Infrastruktur ist dem noch nicht ein One-Shot oder Nice-to-have-Objekt, aber das ist ein essentiell wichtiges Element, weil wir unseren Obligationen von einer sportlichen Stadt gerecht gehen. Contrairement zu einem großen Fußballstadion, wie wir auf der Kockelscheier haben, handelt es sich hauptsächlich um eine Leichtathletics-Installation, die einen ganz anderen Impact auf die Mobilität respektive den Trafik am Quartier generiert, wie das beim Fußball zum Beispiel der Fall wäre. Über die Woche und noch über den Weekend kann ein mit ganz limitierten Trafikbewegungen rechnen. An dem no werden Bewohner am Quartier des neue Infrastruktur auch kaum negativ an ihrem Alltag zu spüren kriegen. Ich gehe es auch nicht mit, hier noch einmal zu betonen, wie eine tiefgreifende Bedeutung dieses Projekt nicht nur am Sport hat. Wir befinden uns aktuell an der größten Logementskrise, die Lützeburg jemals hat. Aber wie ihr wisst, solange das Projekt nicht finalisiert ist, können die hunderten geplante Wohnungen auf der Erlerstraße nicht untermiert gehen. Bon, ich weiß nicht, was uns nach und diesem flotte Projekt soll Zweifel losen, außer dass ich als Anwohner vom Quartier Merel natürlich viel mehr froh wäre, wenn diesen außerordentlichen Sportkomplex auf Merel kommen und umgedreht, den neue Recyclingcenter auf Hamm, weil dieser Sportkomplex eine enorme Opportunität darstellt für die Lebensqualität der Jungen und auch von den allen Bewohnern vom Quartier zu hegen. Das ist so nicht merci. Merci auch. Und ich ging dann der Madame Gerst gehen. Merci für das Wort. Ja, wir stimmen heute über Phase 2 vom Sportkomplex zu Hamhof.
An der Phase 2 geht es hauptsächlich um die Leichtathletikterrain und Sportsaal, aber auch um Anlage rundherum, mit öffentlichen Park, Spielplätzen, Laufbahn sowie um den Rehwassermanagement und auch um Bushaltestelle, die an Trü Walter Colling soll kommen und hauptsächlich für die Arbeiten gedurcht ist. Wir haben ein bisschen Bauchweh bei dem Projekt hier, und das obwohl oder gerade, weil wir wissen, dass es an der Stadt und Sportinfrastruktur fehlt. Ich will es noch einmal klar sagen, wir sind definitiv für mehr Sportinfrastrukturen. Wir haben das Gefühl, dass bei dem Projekt hier nicht unter dem Impact, den das ganze Zeit auf die Karte haben, durchgehen ist. Bürgerinnen und Bürger von Hamm müssen dringend angebunden gehen. Wir brauchen unbedingt ein Mobilitätskonzept, für das Heim mit diesem Projekt nicht nach mehr Verkehrschaos entsteht. Und die Karte muss revalorisiert gehen. Die Phase 2, von der wir heute schwätzen, kostet, das schon gesagt, 110 Millionen an 693.506 €, was stolze Preis ist. Wir haben uns an der Kommission vorgestellt zur Estimation von der Partizipation vom Staat. Da gibt es ja ein paar Formulen, entweder 70%, 50% oder 35% Partizipation. Und hier, das auch schon gesagt, sollen wir 12 Millionen Subsidien kriegen, also 35% auf verschiedenen Teilen vom Projekt. Vielleicht können dir da ein paar Erklärungen dazu geben, was da als Begründung genannt ist, weil das man nicht ganz klar ist. Wir haben an der Kommission eine ganz Partie vorgestellt, darin zum Quellenschutz während an den Arbeiten, wo man gesagt haben, dass da natürlich mit den kompetenten Administrationen an die höchsten Standards geschafft gehen. Wir haben auch den Rehwassermanagement angeschaut, besonders weil da eine Unklarheit ist. Dadurch, dass inzwischen am Text vom PDD steht, es wäre ein 10-jähriges Rehen-Event präpariert, was uns ein bisschen beunruhigt wird, weil wir wissen aus anderen Regionen, wo über die Überschwemmungsrisiken geschaut ist, dass das, was sonst als 100-jähriges Rehen-Event bekannt war, heute schon viel mehr oft vorkommt. Wir sind hier beruhigt gehen. Einerseits durch das Volumen und Funktionalität vom Retentionsbecken und andererseits dadurch, dass das Wasser am Fall von Starkregen auf den Terrain gelost wird, für noch einmal aufzusichern und so die Überlastung von den Kanälen zu evitieren. Madame Beissel hat auch schon mehr über das Rehwassermanagement gesprochen. Zu den Terrain selber hatten wir natürlich auch eine ganz Partie Frohen. Es sind, wie gesagt, die 2 Leichtathletiksterrain und durch die Leichtathletikhalle, die ein Teil vom dem einen Terrain überdacht, an die am Winter so machen kann am Winter auch trainiert gehen, auch wenn nicht richtig allen draußen ist, dann eben auf mehr kleiner Distanz. Außerdem gibt es auch ein Werfverhalt, die für sich steht. Wir kriegen garantiert, dass Muster von den Anlagen so sind, dass sie für verschiedene Sportaktivitäten können genutzt gehen. Das Platz für Weitsprung, Stabhochsprung, für Sprint, und es auch für Aktivitäten wie Schulsport, Turnen, Badminton. Wir kriegen gesagt, dass für das Terrain an Hallen effektiv ein ganz große Besoin ging bestehen. Und ich will auch noch einmal insistieren, dass wirklich muss geguckt gehen, wie das soll nur die Spieler von den kleinen Ländern genutzt gehen, für optimal am Gebrauch zu sehen. Für das man halt nicht nur eine überdimensionierte Konstruktion durchstehen haben, die nicht genug gebraucht wird. Zu diesem Projekt gehören auch Außenanlagen, bestehend aus öffentlichen Park, Spielplätzen, Laufbahnen. Das ist ein Teil gedenklich ganz flott, aber wer durch Success am Quartier haben. An der Präsentation war durch ein Slide, wo dem Freiraumvernetzung gegangen ist. Die Idee, dass durch einen geringen Freiraumkorridor dann wird möglich sein, für sicher zu Fuß oder mit dem Velo durch Hamm und noch an Quartier rundherum zu kommen. Wir haben dann gefragt, was da genau die Pläne sind. Akruten do gesagt, dass es eine Volontät ging, für die Mobilität am ganzen Quartier zu verbessern. Und dass das mit den Bürgerinnen und Bürgern im Kader vom Quartiersplan am Sommer 2024 abordiert wird. Es wurde präzisiert, dass das Konzept, wenn fertig ist, präsentiert wird als erst dem Chefrat und dann dem Gemeinderat. Es geht auch davon ausgegangen, dass die meisten Spektateure für die Spieler von den kleinen Ländern aus dem Ausland kommen, an dem nur größtenteils beim öffentlichen Transport kommen werden, mit Nabatten. Was mich dann zum Busarrêt feiert. Mobilität ist effektiv haut schon ein Problem zu haben, für die zu den Stoßzeiten mal durchfahren, da hast du wirklich Chaos. Und auch der Busarrêt, den dann hier an der Phase 2 gesehen hast, für den eine Straße zur Rue Walter Colling soll rausgehen, möchte man ein bisschen Kopf zerbrechen. Weil eben weil den Trafik zu haben schon ein Problem ist,
habe ich das Gefühl, dass ohne die nötige Vierarbeit zu noch viel mehr Problemen wird kommen, was Mobilität geht, was dann frustrant für die Freiwert sind, für die Anwohner, für die Leute, die am Trafik stehen, und auch für die Visiteure, die an ihrer Arbeit stehen und nicht richtig Vierung kommen. Das muss also Meinung noch direkt mitgedurcht gehen. Und gerade so mit nachwärtenden Trafik, mir auch Dubahnung und Gartens haben, für das ein riesiges Chaos entsteht. Die seht, die großen Punkte, die ich erstellen, haben nicht unbedingt mein Projekt, um sich selber zu dienen, mit dem, was rundherum ist. Und das ist immens wichtig, für das das Projekt Success gibt, für den Sport, für die Stadt und auch für die Hammerleute. Wir gingen nicht dem noch einen Vertrauensvorschuss für das Projekt selber gehen, und proposieren nicht für das rundherum eine Motion, die der Hai vierlein hat. Die Motion ist ganz kurz gehalten, und sie sieht Folgendes. Considérant den Impact, wo dieser Sportkomplex auf der Karte wird tun, considérant die Sorge von den Bürgerinnen und Bürgern rund um das Projekt, considérant den Trafik zu haben, den aktuell schon stark ausgelagert ist, und der riskiert sich mit dem Projekt vom Sportkomplex zu verschlimmern, fordern wir den Chef für eine Konsultation citoyenne zu garantieren, und zwar abelo und bei allen Phasen des Projekts, für ein generelles Mobilitätskonzept für Hamm auszuschaffen, zu präsentieren und umzusetzen, und für ein Konzept für die Valorisation für den Zentrum von Hamm auszuschaffen und umzusetzen, für so die Attraktivität von und die Lebensqualität am Quartier zu verbessern. Die Motion ist, wie gesagt, kurz gehalten, neutral an die Zukunft gerichtet, mit der Erwartung, dass so jeder wann sie kann, mitdrohen. Ich denke, wie gesagt, dass mit dem Projekt von der Phase 2 vom Sportkomplex etwas ganz Flottes kann entstehen. Es wird schon lange darüber geschwatzt, aber wir brauchen dringend mehr Sportinfrastruktur. Aber für das Projekt Success hat, für die Bürgerinnen und Bürger von Hamm, gerade so wie für die Stadt, für jeden, den das Platz wird nutzen, ist immens wichtig, dass das frohen Umgänge gehen. Wir hoffen dem noch auf eine Unterstützung für das Motion. Merci. Merci auch, Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Also, wir stehen dem Projekt an sich favorabel entgegen. Wir haben aber ein paar Umwirkungen. Ne? Als erstes will ich mal bemerken, die Spieler von den kleinen Ländern betrifft ja und sich auch als ganz Land. Und da hätte man uns auch die Frage gestellt, wie meine Vorredner auch eben, wie weit hätte Kinder da der Staat mit abzugehen für die Projekte zu finanzieren, eben werdet auch GIF ermöglichen no den Spieler von den kleinen Ländern für eben Klubben aus dem großen Umfeld von der Stadt, der Randgemengen mit anzubauen. Das echt. Das Zweite sind wir natürlich einerseits froh, dass wenn ein B-Moll so ein großes Evenement für runter dir steht, dass der B-Moll so schnell kann gehen, ne, für das dann auf 3 zu kriegen. Da wäre man natürlich auch froh, wenn andere Projekte auch vielleicht könnten, auch mich schnell gehen an, dir versteht, dass ich das dann natürlich auch bei Sozialprojekten so gerne gesehen. Leichtathletik als Sport, den es ermöglicht, eine große Integration von allen Menschen von sozialen Schichten dabei zu kriegen, weil es auch kein teurer Sport ist, wo im großen Equipment mis tun wie Segeln, Reiten oder was weiß ich, Autoskursen. Dadurch sind wir froh darüber, ne, weil es eine soziale Kohäsion, zu einer sozialen Kohäsion beiträgt, die wir so dringlich an den nächster Zeit brauchen. Da will ich nach auf etwas zurückkommen. Sie froh zu hören gehabt von der Madame Arendt, dass eine Brasserie vorgesehen ist. Das war den Hammerleit oder ist den Hammerleit auch wichtig. Wir geben aber erst auf die Brasserie, auf ein Restaurant gehen, den auch abwehr independamment von Sportstrukturen abziehen. Das heißt, dass die Hammerleit können, was weiß ich, ovens, so ein Lommel, ohne zu wissen, wie Doffnis seid, sie sind mir oven so mehr Dauer nach können do erste gehen, auf der Terrasse sitzen.
Klar, das leicht als ich gehe da Madame Gage auch recht, die Verkehrssituation, wenn ich mit dem Auto als nicht evident zu haben, und dafür setzen wir auch klar, ob ein kombiniertes Verkehrssystem, wo alle Menschen da hinten kann kommen, eben auch mit Navetten von großen Park-and-Ride-Systemen aus, eben das für die Hammerleit eben auch eine Lebensqualität also erhalten bleibt, und eine gute Summe leben für jeden Verein. Wie gesagt, also ist es wichtig, dass Leichtathletik, wenn wir hier in der Stadt haben, auch für das ganze Land, für dass man da, auch weil man ja groß Champion auf dem Niveau vorzuweisen, dass man die Leute in ganz guten Konditionen können weiter eben hier sportlich ausführen. So nicht merci. Merci auch. Dann Herr Weidig. Ja, merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Wir begrüßen natürlich auch die neuen Sportinfrastrukturen. Wir haben in Ferien schon gesagt, Monumente, Sportinfrastrukturen. Und natürlich ist es absolut zu begrüßen, dass man halt Sportinfrastrukturen halt bauen. Die Idee von einer Piscine, die fand ich mir ganz sympathisch. Aber hätte das ja nicht zurückbehalten, vielleicht könnte das ja eine andere Zukunft. Ich will halt auch zwei Sachen angehen, die eventuell ein Kind verbessert gehen. Das erste, also die Interaktion mit dem Hammer Bierger. Ich war auf der letzten Ob dem letzten Reunion vom Interesseverein an der Verband vom Chefro do, etwa auch von den anderen Parteien do, auch nicht die Gräng, halt die Motion, wo dran steht, hat halt eine garantierte Konsultation citoyenne. Da gebe ich aber gut von, wenn sie dann auch an den nächsten eine Reunion vom Interesseverein halt zu haben, auch dabei wäre für halt die Leute dann auch not zu lauschen. Ja, halt die Leschke war da, also bestimmt war nicht da. Ja, und du hast halt schon, hatte ich schon halt die Impression, dass halt die Interaktion du nicht perfekt wäre. Wir begrüßen auch die Motion von den Grünen für eine garantierte Konsultation citoyenne tout au long, aber wir werden das auch unterstützen. Ich will aber halt auch halt zum Verkehr und als Mobilität schwätzen, normal schwätzen darüber nicht, weil ich nämlich oft hat den Terrain nicht genau kennen, an der falschen Sto oft zurück. Und hier selber halt eine Verkehrssituation, die ich relativ gut kenne, weil ich halt zu Böhneweg wohne und ich oft halt von Böhneweg halt Teil vom Durchgangsverkehr sind, für den Irrgärtchen. Ich kenne halt die Situation ganz gut. Es ist noch genervt, dass es da raufgeht auf 30 und dass ich nicht da Misere durchführen kann. Aber boah, das muss ich halt akzeptieren als Böhneweger dann. Also als haben wir Bierger halt schon relativ viel halt konstant Durchgangsverkehr zwischen haben an dem Irrgärtchen hat das natürlich belastend. Der zweite ist natürlich, du hast natürlich ein großes internationales Show St. George's, wir auch an den Rund als Industriegebiet und noch da als zu den Stoßzeiten, wie auch schon gesagt hast, heinst du absolute Chaos. Das heißt auch da ist halt oft blockiert. Und halt ich freue mich natürlich, was halt ein Impact wird sein, wenn halt die neue Sportinfrastruktur dahinter könnt, und noch eventuell am Laufe von den Jahren sich das ausbaut, eventuell andere Sachen dabei kommen, wie ein Piscine oder andere Sachen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das wirklich halt ganz durchgehen ist.
Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man halt ganz große Events sind, weil Spieler von den kleinen Ländern dann absolut Stau dann auch halt den Durchgangsverkehr von alle Leute von der Böhnewicht halt op den Irgärtchen mussten op de Findler so weiter oder den anderen Weg dat do absolut Stau an der den ganzen Durchgangsverkehr blockiert das halt stundenlang so weiter an ich mengen dat hat so viele Probleme Kind feieren. Ich fand es auch ein bisschen problematisch, dass halt so weit ich gesehen habe, eng halt Zugangsstraße gehört, anstelle von halt der Hauptstraße Richtung Böhnweg, ich meine, die Strüde haben. Da wäre Menge noch viel besser gewesen, weil den halt auch einen zweiten Zugang gemacht an der Rue des Peupliers-Mengen-Stadt. Hat den halt von halt in den zwei Seiten auf das Sitz kommen. Das wäre Menge noch viel besser gewesen. Und das hat halt auch als wegen Entlastung gefordert, wenn auf der ein bisschen Stau ist, da wäre halt ein Trafik eventuell die andere, und das hat sich ausgeglichen. Und halt ich wollte halt auch halt net Regierung mit de Schafferrot froen Staat der Regierung froen op do net awer halt runner geschafft gin hat dat halt 2 Achse gin mit zu halt dem sitten. Ich wollte auch froen wie macht de Parkplatze steht. Als du dort viel gesehen hast, dort viele Parkplätze erfreut gehen oder nicht. Ja, das ist dann von Gehol an der Information nach selber, wir werden halt unterstützen. Wir fanden auch, dass du noch ein globales Konzept von Mobilität ausgeschafft soll gehen, aber eventuell mehr als RDR, du hast eine komplett andere Idee, wie das Konzept soll ausgesehen, wie das Konzept soll ausgeschafft gehen. Das ist wichtig. Wir werden das Projekt mit bedenken, mit unterstützen und noch die Motion von die Gring. Merci. Ja, merci, Madame Boyer-Meester. Zuallererst wollte ich aber noch eine kleine Remarque präliminär machen par rapport zu den Remarken, die den Herr Weidig gemacht hat, den sich quasi so de Monopol von den andere Kollegen hier aus dem Gemeinderat vorwerft, nicht auf Versammlungen zu gehen, etc. Verstehe ich mal, Herr Weidig, das ist nicht ganz elegant, das wäre es zu sagen, zumal von den Wes, da dort Kollegen von den Grünen, von den Sozialisten, sie ganz engagiert, sie ganz oft den AW, dass sie nicht immer überall, was nicht heißt, dass den nie irgendwo ist, an den ich nicht informiert. Ich für mein Part war auch nicht da, aber schon dafür ein Treffen organisiert mit den Leuten vom Syndikat Initiativ. Ich soll ein Selfie machen, ich meine, das ist nicht oft genug wahrscheinlich. Und ich habe mich so informiert. Und das möchte jeder so, Heinz. Ich fand das nicht ganz elegant, was ihr da gemacht habt. Jeder versicht mir einen immens großen Agenda ganz oft, und das ist nicht immer evident für überall können zu sehen. Zu den Tag doch nur 24 Stunden. Bon, wir haben Schwierigkeiten, und wir als Vertreter an den Kommissionen haben das ja auch schon mitgedeelt, wir haben Schwierigkeiten mit dem Projekt. Bon, fangen wir mal an mit der Vitesse von der Exekution von dem Projekt, den ja dadurch justifiziert wird. Dafür fangen wir ja auch an mit dem Leichtathletikstadion, mit den Olympischen Spielen von den kleinen europäischen Ländern, die an bis wie 3 Jahre werden stattfinden. Der nie vergessen sind die Spieler von den kleinen Ländern von Europa, wo Lützeburg von den größten Ländern der Jahr ist, wo für ein Jahr mal mehr auch viel Medaillen können gewonnen. Den darf wir mehr wie 1 Million Einwohner haben, sind wir leider nicht mehr dabei, aber bon, das dauert schon noch eine kleine Zeit. Weil ich will sagen, wir haben noch andere Länder, wie Andorra etc., wenn diese organisieren, dann fanden sie auf französischem Territoire statt dem Nové, weil sie wirklich so klein sind, dass das nicht geht. Also das Silo
Also das muss ich schon ein bisschen relativieren. Das ist aber auch normal, dass wir auch Infrastrukturen brauchen. Unter anderem auch für die Spieler können zum Fangen, was nicht die erste Kehr ist, wo wir d'ailleurs das machen, mit die ganze Vitesse an die Exekution geht dadurch justifiziert. Dass man neue Infrastrukturen, mehr Infrastrukturen brauchen, das stellen wir auch nicht froh. Die könnten mich frei aufhängen, respektive an den sich nicht so unter Druck geflossen und andere Lösungen gefunden für die Spieler, da können sie schon ein bisschen mit Zeit gehen, weil es gehen auch immer Frauen, die offen sind, an Bürgerinnen zu haben, sind auch immer nicht ganz beruhigt, was die Envergure von dem ganzen Projekt angeht. Der Preis ist an unseren Ländern tatsächlich noch immer immens hoch, was doch eng froh ist, wo wir Schwierigkeiten haben. An der Diskussion an der Kommission wurde dezidiert, dass von der Stadt richtig verstanden haben, dass die Gemeinde aber noch ein Jahr guckt, man Staat das kofinanziert weiterhin zu kriegen, also für mehr hohen Taux von Kofinancement zu kriegen, étant donné, dass es ja eine Infrastruktur ist, die eine nationale Importanz hat und nicht just eine lokal. Die Frage vom Trafik trotzdem, und ich bin froh, dass ich auch tatsächlich auch dahin gegangen bin, weil Hamm als von den 24 Quartieren, den ich am meisten kenne, muss ich so gehen. Ich komme nicht aus dem Norden von der Stadt, aber ich war nie ganz tags zu Hamm, ich weiß nicht für was. Kann ich nicht immer alle Quartiere gut kennen. Obwohl ich ganz lange auch zu Bonneweg gewohnt habe, was relativ neu ist. Aber da kann ich mir keine Idee machen, auch zum Beispiel, was Rüde Hamm angeht, was da die große Problematik angeht, was den Trafik angeht, was Trottoiren auch angeht, wo es wirklich gefährlich ist, auch für Kinder. Ich meine, die kennt auch die Problematik da. Und die Leute sind wirklich, die aktuelle Situation ist nicht gut, und sie machen sich nach mehr Sorgen für die Entwicklung mit dem Chantier und mit dem, was hier noch wird geschehen, auch während der Spiele. Das ist auch schon mal problematisch. Das ist auch eine Ursache, für was man selbstverständlich auch die Motion von den geringen Werten mit unterstützen. Wir sind auch immer nicht ganz überzeugt von der Konformität, ganz einfach par rapport zum POS und par rapport auch zum Impact environnemental, wo gesagt wird, wir sind in Kontakt mit den nationalen Autoritäten und wir kriegen gesagt, dass das alles konform ist. Das ist ein bisschen dünn trotzdem. Ich vertraue gerne und ich gehe davon heraus, dass alles gemerkt wird, für das alles an der Reihe ist. Aber trotzdem, als Gemeinderat habe ich aber auch meine Mission zu kontrollieren über dem Vertrauen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt, an unseren an, also es noch immer kompliziert für unseren Akkord zu gehen, für den großen Projekt, und dementsprechend werden wir dagegen stimmen. Merci, Herr Werner Herradou. Merci für das Wort. Es hat schon viel gesagt, und ich bin effektiv auch froh, dass Madame Beisel ein Exposé gemacht hat von den Details vom Stadion, was da alles dazu gehört, gerade so oft wie Madame Krombach, die in einer Strache, wie nötig ist das. Auch Urist, dass ich mich weit wiederholen, weil ich aber noch effektiv, also mich nicht wiederholen, aber das wiederholen, was die anderen schon so tun, nach einem Streich effektiv, wie wichtig ist, dass man den Leichtathletikstadion kreieren. Leichtathletikstadion mit einer Trainingspiste unterstützt wird, während zwei Leichtathletikinfrastrukturen. Das ist eine große Leichtathletikinfrastruktur mit einer Trainingsinfrastruktur, die dabei ist, wo ein anderer Sport, die können gemerkt, die werden immer auf der anderen Piste, die läuft. Dafür fand ich ein ganz professionell, weil es wieder an Details geht, die wir auch an der Reunion von den Services erklärt wird, an all Details, die durchgehen, für alles können am Sommer, am Winter, an die Highsport, an die Doten zu machen, also fantastisch. Und es sind sie begeistert, wie bei dem ganzen Planungsprozess, den uns Services durchgemacht haben, wird dabei herauskommen. Als Teil, die Mathe, also Mathe, wir haben Plan,
man hat Plan gesehen auf Fotoen, die Seiten Hand von der Hall, wie sie nur diese Auszeit verbunden mit dem Holz. Das ist wirklich eine immens flott Infrastruktur, die dafür die erlaubt, Leichtathletik zu machen, am Sommer mehr auch am Winter korrekt können zu trainieren. Und das ist das effektiv, was uns Clip an all die den Sportarten da wollen Notdoen brauchen. Das ist auch schon gesagt, und dafür, ich muss aber noch ein bisschen mich überrascht ausdrücken, wenn heute an der ganzen Zeit gefunden, auch wie du das nach, das war so ein bisschen ein Lapsus mit den von den Olympischen Spielern, von den kleinen Ländern geschwärzt, da muss ich mir aber ein vorstellen, was das ist. Das sind effektiv die kleinsten Länder von Europa, wo wir dabei sind, natürlich, die Mission nicht ganz groß, aber wir sind dabei ein von den größten. Dafür, da sind aber ein paar dabei, die sind wirklich ganz klein. Die Spieler dauern 5 Tage. Also die letzten Jahre, wo die letzten 2 Editionen natürlich auch 5 oder 6 Tage gedauert. Das ist also relativ überschaubar. Ich meine, wir können so sagen, dass wir bauen das heute nicht für die Spieler von den kleinen Ländern. Wir bauen das heute für eine korrekt, neue leichtathletische Infrastruktur zu haben, die mehr performant, also mehr komplett an mehr Kapazität hat, wie die auf der Erlerstraße haben. Erstens dafür für die Besoin vom Sport und sich. Und dann natürlich aber auch für die Erlerstraße zu liberieren. Die Erlerstraße, ich gerne wiederholen, da haben wir ein ganz grosses Projekt, den das 2021 vorgestellt. Da hat man Concours d'Architekt 2021 als décidéiert, was für Projekt da zurückbehalten für die Ziele auf der Erlerstraße zu developieren. Wieder hat man 21 gemacht, da tun wir also schon ein paar Jahre für darin ausgeschafft und ausgeschrieben. Und effektiv haben wir die Fußballstadion auf der Erlerstraße schon 2017 angefangen, also neue Fußballstadion zu Gasbrüch, den das 2017 angefangen jemand bauen, der Tisch, den das 2015 definitiv angefangen jemand planen, aber nicht schon 2014. Hinter dem wissen wir also 2014, wenn ihr seht, wir dürfen hier wirklich immens schnell an Sachen forcieren. Und ich hoffe, dass die bei allen anderen Projekten auch so schnell gehen. Ich bin froh, dass wir in dieser Phase probieren, mich schnell zu kommen. Und dann sagt die Mai ein Dino mal in der ersten Phase, in der zweiten Phase. Aber wenn ihr das Gesamtbild guckt, muss ich einfach zugeben, dass wir schon seit 2015 am Gang sind zu gucken, wo kriegen wir eine andere eine andere Leichtathletikinfrastruktur hin, aber wir endlich so weit sind, für das können zu machen. Und dass wir effektiv, wenn wir es schon machen, und effektiv etwas Neues bauen, dass wir dann einfach gucken, es en temps fertig zu kriegen, dass wir können für die 5 Tage von den Spielern von den kleinen Ländern fertig drehen. Ich meine, das macht Sinn, wenn wir 6 Monate spät fertig wären, wäre das ein bisschen schuld, für dann den Moment verpasst zu haben. Auch dann wäre es noch okay. Ja? Wir bauen das heute nicht, wenn es in 5 Tage. Und das meine ich also doch, für das wir an der Kommission gesagt haben, natürlich wären wir froh, und ich nicht mal unterstützt, wir wollen uns alle den Eins, der Staat hat uns etwas bei, das ist aber nicht immens viel, und hat ihn gemacht, wir bezahlen mehr TVA auf diesem Projekt. Wenn den Tableau-Financement, den Tableau von den Investissementen guckt, dann haben wir schon eine Zahl, das TVA, die ist mehr groß, wie das, was wir im Moment rechnen, als Subsid vom Staat zu kriegen. Also haben wir gesagt, das wäre vielleicht ein Argument für relativ beim Staat not zu frohen, vielleicht etwas drauf zu lehren. Und ich meine, das immer mal gut gesagt, und das mal gut für zu frohen, guckt man mal, was dabei herauskommt. Wenn die Leute die Responsabilität holen, dann müssten sie ein bisschen generös sein und so ein bisschen beilehnen. Aber auch wenn nicht, brauchen wir das für uns Leute an der Stadt, für uns Bürger, für uns Sportler, für uns Clip. Und du findest, bringen wir dann auch fertig, es selber zu finanzieren. Aber aus Fairness meine ich, wäre gut, dass der Staat relativ gucken, ein paar so dabei zu lehnen. Und effektiv, und das mit Ferien, da schon gesagt, die noch in der Kommission, es tut praktisch kein Mensch. Und das meine ich auch etwas gesagt zum Projekt selber, zum Konzept,
wie Pistas, wie Talers, Wettfragen, was an der Sportzahl nach Tag gemacht, den Ververhalt, die ganze, tut die Menschen froh gestellt, weil er effektiv manchmal das alles adressiert, weil er sich inhaltlich von dem Projekt kann werden, und das ist dann manchmal effektiv der perfekte Planung von unseren Leuten. Die Planung, die auch gemacht und zusammen mit dem Clip und mit der Föderation für sicher zu sein, dass wir alle Besucher richtig adressieren. Das adressiert doch die Frage, ob wir hier nur eine Utilisation davon haben. Das ist manchmal auch an der Kommission klar gesagt, das ist aber auch schon in den anderen Sportkommissionen gesagt, das von den Sportchef des Service Herr George immer gesagt, wir haben besoin für alle einzelnen Teile von der Infrastruktur da haut schon. Aber wie wir wissen, dass der Staat wies, uns Bürger wissen, und effektiv den Trend zum mehr gesunden, an ein bisschen mehr sportlicher Leben, ein bisschen mehr Sportlichkeit unhält, wissen wir, dass wir die Börsen überhaupt schon in ein paar Jahren nach mehr Werte sind, dafür mit kriegen das dort ausgelöscht. Die ganze Debatten effektiver Fragen, die abgeworfen sind zum Teil an der Kommission und noch heute betreffend Prozeduren, die wir am lanciert tun für das Klassement, für die Korrektionen vom Klassement vom Terrain für eine Konformität zu setzen am POS Findel, respektive Fragen, ob wir das Wasserzonen berücksichtigen oder so mit der Umweltkommission auch alles richtig machen. Natürlich kann ich die Frage stellen, an dieser das gut gestaltet. Wir wollen ihn an der Kommission stellt, und dann an der Ende vertreten, an der nächsten Kommission nachgestellt, dann nachher vertreten. Und dann auch immer seht, es wäre nicht klar, dann ist ihn entweder, hallo, was soll ich da sagen? Ja. Dann ist ihn entweder ein bisschen los, dann ist ihn entweder ein bisschen los vom Begriff oder de mauvaise foi. Die Beit au pire beides. Das wünscht ich aber Leute hängen, Herr Bannen. Aber du wennst die Fragen von der Konformität, von der Prozedur sind an den Kommissionen amplement beantwortet, dass auch gesagt wird, dass effektiv, wo eine Interpretation eventuell keinen Sinn betreffend POS findet, als man den Leuten die Interpretation zu dienen haben, dass du schwert den, an die gesagt haben, sie wären mit der Interpretation, wie wir sie auslehen an diesem Bau, absolut d'accord. Voilà, du kannst so, es sind nur einfach nicht d'accord, weil es schadet noch nicht gern. Dann, ich meine, auch da muss ich aber vielleicht auch einen Appell machen und bonne foi von all denen, die Heimatresponsabilität drohen, und das sind auch die Menge Räte, Bannen, wir haben alle eine Responsabilität auch für die Antworten, die wir kriegen, richtig weiterzugehen, weil wir sie nicht komplett verstanden und nach der Not zu probieren, bis wir sie verstanden haben, wir aber nicht an der Certitude weiter zu unterstützen. Ich fand das kein gut politisch Arbeit. Denn wird mich zu ein Thema, wo die Accessibilität und Mobilität von dem Projekt und effektiv ist effektiv ein Thema, Madame Trombach wurde für den ironisch gesagt, und ich bleibe noch bei der Ironie auch. Ich hatte effektiv für mein Besoin von den Bürgern, die mir am Nutzen sind, als in der meinem Quartier, mehrere Bel-Air Hollerisch, als die Accessibilität von diesem Sitz nicht immens. Wir hatten effektiv lieber, es wäre zu mehreren Ländern wiss, da wäre es viel mehr einfach dahin zu kommen. Da wäre die sind nicht effektiv ein bisschen kompliziert, durch die anderen, von einer Seite von der Stadt auf die andere Seite von der Stadt zu kommen. Aber für heute meinen, dass heute ein Trafikchaos gehen. Also, ich wohne Bel-Air nicht weit weg vom Stadion, dem muss aus nach Football durchgespielt, die hat die durchgemerkt, wo schon ein paar Mal diese Etat da. Das geht Altia launcht, der Quartier, ohne größeren Aufwand, also den Tour de Luxembourg am Velo oder der Marathon, als viel mehr ein Impact
ob Mobilität, wie die diese Elemente, dafür meine ich, dass das finalement kein Thema ist. Das muss in Buslinien organisiert gehen, wir bauen hier Busserei, und dass die Leute sollen an diesem Quartier, wie an allen anderen Quartier noch, Stoffe vom Transport publik utilisieren. Für die eine Seite für den Zug, man denkt ja, da ist ein Gär, auf der anderen Seite von der Straße, man kriegt eine Busserei für die Bussen. Forcément, wenn ein bisschen mit großen Evenementen das soll Nahwertesystem funktionieren, dass noch nicht feststeht, wie viel Lauer der Bus stehen bleibt, er wird freien den Teil vom Konzept der Mobilität mengenlich, kann ich aber vertrauen, dass man das die nächsten 5 Jahre fertig, 4,5 Jahre fertig bringen, bis wir das tun. Und dass man das nicht haut, muss dann schon 4 Stellen, wenn ich der vom Bus sind, eher mal das Projekt gestimmt tun. Dafür meine ich auch, dass unterschiedlich, ein bisschen kontradiktorisch Aussprechungen sind für schon so, wie ihr wollt, wenn ich den Bus fährt oder wo ein Auto soll stehen bleiben, eher mal, wir haben schon das Projekt en soi, wollen autorisieren, erstimmen, und nun fängt man bauen. Denn für die Motion zu kommen, wo es schon effektive Sachen, die selbstverständlich, aber dafür braucht man keine Motion. Das, nee, mit das, ich fand es doch ein bisschen, nee, ich fand nicht, Entschuldigung, ich bin am Gang zu schwätzen. Nein, das ist nicht verdächtig, dass wir eine Motion von der Opposition kriegen, die Sachen draufschreibt, die effektiv in der Prozedur vorgesehen sind. Und dann Herr No sagt, ah ja, wenn wir das gefragt haben, machen wir das. Wir waren schon, wir waren Staat vor, die Schafferrot, mit denen, die aus von uns dabei sein wollten, mit den Service, mit den Chef des Service, mit den Arbeiter, an den Quartieren, an all die Quartieren, die wir auch zu haben am Apparitur. Das ist auch eigentlich so, die Leute hatten einen anderen Plan gewiesen gekriegt, wie die mal hier noch Hund mit Fotos effektiv zu müssen weisen, wo du bewiesen hast, dass die nämlich Pläne waren, die wir an der Kommission hatten, waren für Drohnen auch schon, just mal länger, ich meine, also ein Droht, wo ernst, also ein ganz Licht Modifikation, wo ein Spielplatz liegt, direkt vor mir. Für den Rest waren die nämlich Pläne, die schon bei den Bürger waren, schon eher mehr an der Kommission hatten. Die Pläne waren schon am Quartier, eher wir sie in der Kommission hatten, und eher wir sie am Gemeinderat hatten. Wo ich normalerweise als Gemeinderat nicht d'accord sind. Ich hätte nämlich gerne, wie die von der Kommission kriegen, und da gehen wir bei den Leuten gehen. Hier wollen wir aber schon bei den Leuten dafür tun. Es ist nicht auch dummer, dass der D'accord gefährdet, weil kann ich nicht bei den Leuten und dann so nie eine App ist so ein Tündel gleich am Hund noch nicht, wie wir weisen. Also, dafür die Transparenz ist schon gemacht, den besser vorauseilend. An die Diskussion, ob das Gespräch mit dem Syndikat, wie vom Chefrat am Syndikat, wo es ist nicht am Chefrat, aber ich weiß, seitdem wir schon im Gemeinderat sind, das ist seit Januar 2008, geht der Chefrat nie auf Syndikatsreunionen. Weil der Chefrat invitiert das ganze Syndikatskomitee an eine Reunion mit dem Chefrat, wo 100 Chefs des Services dabei sind. Und effektiv, da können wir als Gemeinderat heinst du schon losziehen, weil dort die Detailer auf den Tisch gelöscht und Antworten gehen, die immens detailliert sind, immens wichtig für die Bürger. Dort wird auch Rapport gemacht darüber und dort wird alles das adressiert. Dafür auch da, also der verbal, ganz stöpplerisch, für zu so den Kontakt mit den Bürgern, die nicht Gesicht sind, gehen an das Gesicht die Biselo. Ich weiß, dass an der Seite uns Prozedur auf, führen, wenn wir bei allen Spielplätzen, all Gebäude oder alle Straßen, die wir renovieren, die wir bei den Bürgern mal bis gestimmt und das wir wollen machen, dafür wird das doch so geschehen und dafür brauchen wir eine Menge an auch keine Motion für den Kontakt mit den Bürgern, das Gespräch mit den Bürgern weiterzuführen. Ich mache dafür als Letztes nach einen Appell, ich mache einen ganz hohen Appell nach einem und all meine Kollegen haben meine Rot. Ich fand effektiv, ich fand wichtig, und das unsere Rolle, an unsere Responsabilität, ob wir da 4 oder da 1 sind in jedem Projekt. Wir wollen nicht gerade so hoch, wir wollen ein bisschen klein. Aber
Mir wann man aber frohe Stellen an Antworten kriegt tun, soll man aber so, du sind Antworten sind du. Und nicht so, oh, das ist eine Certitude, und du wirst mir das aber noch nicht, und du hast aber, nein, wir sollen nicht bei den Leuten stöppeln mit Unsicherheiten. Wir können bei den Leuten nach heißen Argumenten sind nicht d'accord, und die Piste, die braucht man nicht, oder die Investiment das zu teuer. Das ist auch okay, wenn die sich mit zu nicht. Weil es gibt ja zu sagen, wir wissen nicht mehr zu und haben, aber ich fand es wirklich, wäre uns Responsabilität alle durch, für mit den Informationen, die wir kriegen, ehrlich und transparent umzugehen, auch mir als Gemeinderat, und nicht zu sagen, oh la la, wir wissen ja doch nicht, und du musst ein bisschen... Leute, die bei euch kommen. Das Gestüppels als Populismus, das Gestüppels... Nee, de Monopol von der Parole von mir Radio ist unmöglich. Heel geheit das hier, dass mir Leute gif noch stöppeln, sie kommen bei euch als informieren. Es wird im Moment lo ein Wort, aber wenn Herr noch nach ein anderen will, dann kriegt man doch rum, okay? Das Gestüppels... Bon. Wann nicht gelieft? Wann nicht gelieft, man hatte bis lo eine ganz ordentliche Diskussion. Ich bin froh, wenn wir gegen dabei bleiben. So. Ich meine, das ist global alles gesagt. Hein? Voilà. Merci. Ich bin mir jetzt fertig. Ja, natürlich. Bon. Wann nicht gelieft? Wann nicht gelieft? Das ist keine allgemeine Diskussion, just den Herr Radu wird für seinen Satz fertig zu machen. Ich fand Argumente in Antworten, die dich sind, zu ignorieren oder zu verdrängen, just nehmen, für sich bei verschiedenen Leuten zu tun und sich bei verschiedenen Leuten umzubauen oder für eine Presse zu kommen, fand ich kein gesund politische Arbeit und dafür Menschen Appell und Jitverein, auch sachlich zu bleiben an der Kommunikation mit den Bürgern. Merci. Merci vielmals. Also ich muss sagen, für so einen großen und wichtigen Projekt sind ich ganz froh über die Diskussion, die wir heute Morgen hatten, die effektiv nicht nur sachlich verlaufen, mehr, wenn ich die verschiedenen Interventionen gehört habe, wo man nach versichert Antworten darauf zu gehen, wo ich davon ausgehe, dass wir eine breite Unterstützung kriegen für dieses Projekt. Ich meine, darum geht es ja, dass Frauen nach abkommen, das ist normal, und wir werden dann noch als Chefrat versichern, nach darauf anzugehen. Erlaubt mir vielleicht für alle Recht, auf die enge Frau anzugehen, die dann immer nicht kommen, ja, werden Puder mit den Bürgern geschwärzt, wo waren die Bürger dann informiert. Also da kann ich nicht mehr so, wir waren extrem viel mit den Bürgern in Kontakt. Und sie waren informiert, und da kann ich aber nicht mehr das unterstreichen, dass das, was Herr Radulo gesagt hat, dass das richtig ist. Ich kenne aber auch Datumen, für die vielleicht das nicht mehr sich so genau erinnern. Ja, als Prinzip, wir empfangen als Chefrat all Jahres, all Syndikate d'intérêt locaux, und das meistens von ihrer Assemblée Générale, also Lausanne verdoppt den Herr Weidig, ich meine, ihr wisst, doch vielleicht nicht das auch ganz andere, doch wir so nicht, wir empfangen all Syndikate auf jede Demande, und das meistens für ihrer Assemblée Générale, weil der Chefrat sich für lange Jahre das als Linde Conduite geholt, weil an den Reunionen geht da wirklich am Detail, wird hier Probleme geschwärzt. So waren wir also letztes Jahr, den 18. März, haben wir den Syndikat von Hamm empfangen. Wenn wir lo empfangen, nicht mehr spät wie den 1. Dezember, haben wir den ganzen Syndikat empfangen. Dazwischen waren wir aber nach zweimal da mit dem Syndikat und mit den Bürgern. Und zwar letztes Jahr am Kader von den Aperituren, und dieses Jahr am Kader von der Konklusion von den Aperituren. Wenn in Länge die do zwei Lummer zusammen, die do hält, da sind wir schon 4 Mal, wo wir es an dem letzten Jahr gesehen. En plus haben wir so gesehen, den 30. Oktober am Kader von der Prozedur von der Umklassierung. Ich meine, das Prozedur von der
Umklassierung. Wir haben aber entretemps sind wir aber nach ein Jahr, wenn wir nach ein Jahr da, und ich will das auch unterstreichen, weil das ja von verschiedenen Leuten gesagt gehen, die auch an Zeitungen waren, ja, im Hamm ging sich ja nicht, ging ja gut nicht, wie so gelaufen, wie nimmen lo daneben den do großen Projekt. Entschuldigt, mir das wirklich, das entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben den 22. Mai, das Jahr, den 22. Mai, haben wir Straußfeier gefeiert, für die, die dann dabei waren, mit waren da effektiv nicht viel dabei. An dem Sinne kann ich verstehen, dass wir den Herr Werner oder so, kann ich nicht überall, weil das eben einfach ganz viel. Wir haben den 22. Mai, haben wir Straußfeier gefeiert von dem Residenz, die vis-à-vis von der Kirche an der Rue Haute gebaut wird, wo wir solo mal eng 12 bis 15 Wohnungen bauen, und die werden nächstes Jahr fertig gehen. Nebendrun, aber just vis-à-vis Hummer, den Centre kulturell, den wir ja auch doch nach dem Ordre du Jour haben, wo wir Budget rektifizieren müssen, stimmen aus dem einfachen Grund, weil wir eine Faillite hatten, weil wir die Faillite von dem Entrepreneur hatten. Also es kann Ihnen aber da wirklich nicht so. Wir hätten Hamm vergessen, wir haben die zwei ganz wichtigen, ganz schönen Projekte haben wir gemacht, und wir waren am Laufe von den letzten Jahren immer, aber allkeers, ich habe nicht nur die zwei letzten Jahre gesagt, das Jahr und das Jahr, aber das wird nämlich all die Jahre für drun, an all die Jahre für drun war gewusst, dass ob Hamm, dass man da den Staatsathleticisme sollen machen, weil die Evidenz, die war klar von dem Moment an, wo wir effektiv Decision geholt hatten, zusammen mit dem vierjährigen Schäferrot, wo wir noch mit den Gringe-Kollegen am Schäferrot waren, von dem Moment an, wo die Decision geholt ging, für den Fußballterrain, für einen neuen zu bauen, da war ja lange Diskussion, wird er renoviert auf der Erlerstraße oder wird ein neuer gebaut. Von dem Moment an, wo die Decision geholt waren, wir bauen einen neuen, die Decision, wo wir gebaut haben, als effektiv Anfangs 2014 geholt ging. Von dem Moment an war klar, dass wir auch einen neuen Staatsathleticisme brauchen, weil die Funktionen, die zwei eben auf dem Staat von der Erlerstraße waren. Dafür das ist schon lange daran geschafft. Ich meine, der Claude Rado war am seiner Intervention am Anfang geben, ob dem Timing rauskommt. Und dass das auf Hamm ging kommen, das war auch ganz schnell, ganz klar, weil wir eben da die Terrain haben, die großen Terrain haben, die sie auch dafür waren noch an unserem PAG, den wir ja auch noch an der Vierjährigen-Koalition angeholt haben, definitiv am Oktober 2017, als die ganzen Terrain als BEP klassiert, weil effektiv die Decision da geholt ging, und für was haben wir effektiv das Service d'Hygiene, weil am Kader von dem, was machen wir mit den 10 Hektar, die wir auf der Erlerstraße haben, 10 Hektar, was machen wir da machen, wir versichern die verschiedenen Services, die im Moment noch da sind, das war der Staat Josie Bertel, das sind Pumpien, und das ist der Service d'Hygiene. Eben, die drei müssen auf einem Platz lokalisiert gehen, und da können wir eben die Wohnungen, und sie können nicht nur 100, dort sind 1000 Wohnungen, die da geplant sind, da können wir die da machen. Ich brauche nicht zu sagen, dass Pumpien, dass wir die schon also nicht delokalisiert, aber dass wir denen schon neue Gebäulichkeiten eben noch zu Gersbrich haben, und für wer das den Terrain neben dem Kirfisch zu Merel Gesicht gehen, wir wollen den neben just dem Kontournement leid, weil den neben dem Kontournement leid, ob dem er effektiv aber schon 10 Jahre werden, über 10 Jahre werden, mit die können aber ganz bestimmt, da sind ich sicher, Plan ginnet, und ich hoffe nicht, dass ihr könnt, weil du leihen wir dann direkt an dem Kontournement, und das natürlich für die Kamion, die da all da müssen rausfahren, und zwar morgens frei um 5 Uhr, also es ist wichtig, dass den da so leid,
dass den direkt eben auf den Kanton man könnt. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen lang ausgeholt habe, mir nicht mehr viel zu sagen, zu machen oder zu mengen, dass wir noch etwas Neues an mir gegen heute Leute überrumpeln, dem ist nicht so. All Chaos, wenn wir das Syndikat, wenn wir die Leute empfangen haben wir darüber geschwärzt, aber konkret, so konkret, wie wir heute eben weisen, wo wir heute können darüber aufstimmen, ja, nee, das hat man noch nicht für 3 Jahre, das ist ganz sicher. Aber wie groß ist der Athleticismus muss gehen, ich meine, das muss jeder wissen, weil ein Piste-Athletismus, die hat nun einmal die Größe, die ein Piste-Athletismus braucht. An einem kleinen Land oder an einem großen Land sind die Dimensionen effektiv aber nämlich. Und wie dat man ein großes Besoin, und ich sprach nicht mehr darüber zu gehen, man hat Leute schon gesagt, der Claude Radu hat nach einem Kind geschrieben, Madame Mer, und hat gesagt, dass man ein großes Besoin haben und Sportinfrastrukturen am Athleticismus, aber auch nach dem Football, das gewusst, und wie wichtig der Sport für den Zusammenhalt von unserer ganz, ganz multikultureller Gesellschaft, dass ich hoffe, ich brauche Herrn auch Chemie davon zu überzeugen, weil da sind auch Sportarten, und ich denke, Madame Müller oder noch Strach, die wirklich ein großes Publikum zugänglich sind, und wirklich, wir brauchen das da weit über das Spiel von den kleinen Ländern raus, das will ich aber auch nach ein Jahr unterstreichen. Und dass wir alles machen, dass das ökologisch und umweltfreundlich so gut wie möglich könnt, wird nicht mehr möglich ist, das kann ich euch garantieren. Wir haben uns vis-à-vis von der Administration de l'eau dazu unterschrieben, mit einem Brief, den ich highlighten habe, wenn einer will nachgucken kommen, das wird alles so gemerkt gehen, wenn wir das zusammen stimmen, wenn wir dann konkret Pläne haben, da werden wir als natürlich Martine nach zusammensetzen, aber wenn auf der enger oder einer Platz Biotop ist, da geht natürlich da geht das so geriert, wie es muss. Prozedur, ich meine, Herr Werner hat nach einem darüber geschwärzt, ich meine, dass die Leute, die just für drun wohnen, dass die Leber, als Vitaminärnamen auch nach einem geringen Wisshandel auf der Haus gehabt haben, das kann ich einfach von einem rein persönlichen Standpunkt aus verstehen, und dass sie sich dann gucken, ob sie könnten auf der einen oder anderen Platz etwas finden, für das mich schwierig zu machen. Das tun wir so, wie das muss an einer demokratischen Gesellschaft hören. Ich kann nicht just versichern, dass wir alles so machen, am aufschwätzen, auch mit den verschiedenen, mit den vielen Administrationen, mit denen wir zu tun hatten und noch nach hun, und das den Environnement, das sind Leute, die die POS abgestellt haben, für uns eben, das, was wir am September gestimmt haben, für uns da konform zu machen, aber sowieso die POS als über als ein PAG. Das ist am Anfang vom POS aus, sind wir schon, wären wir am Anfang schon, das ist am Anfang, wir wollen als nach just allgemein auch da als PAG, den eben Uwe nach mehr ein Geringstreif hat, die am POS nicht mehr ist. Der POS geht also mehr weit wie unseren. Mehr wie gesagt, das ist verständlich, dass Leute versichern, da Probleme zu finden. Und die Prozedur, die machen wir eben noch durch. Ich meine, tun gegen die Decision, die wir am September geholt haben, wir haben die Leute den 30. Oktober empfangen für Martinen zu erklären, wie die Prozedur die auf sich hat. Darauf sind 184 Reklamationen nachgerichtet. Wir werden die an den Anfangs nächstes Jahr alle Goren hören. Und dann werden wir uns Decision holen, kommen wir rein. Und da sind Leute entweder damit zufrieden oder nicht. Aber wenn sie nicht damit zufrieden sind, können sie beim Interieursminister reklamieren. Und den hält uns in Decision. Voilà, da sind wir also an einer Prozedur, wo mir, das was ich Schluss kann, garantieren, alles wird gemacht, dass wir richtig sind, weil wir das machen wir nicht mehr neu, das versuchen wir auch auf all den anderen Plätzen zu machen. Und ich meine, wenn ihr da auf die langen Jahre zurückguckt, schaut man da am Anfang auch immer, gut, man das auch von den anderen öffentlichen Instanzen auch so gesagt, dass man das wirklich immer möglichst richtig machen. Ich kann also mich greifen, aber diese Prozeduren nicht für, die laufen, die haben hier
die hun hier Leiit hun dat recht an se mir werden do alles machen, fir dat dat gut ausgeht. So dat war lo fir de Kader zu setzen. Ich kann also effektiv ich will net denke dat so, mir wann ha steht an une garantier une consultation citoyenne, mir man dat permanent, mir man dat permanent an wir werden dat doch noch weiter man. Well zu ham ginnet nämlich net nimmen dat man do an den letzte Joren viel Flottprojekt gemacht und lohn ich mal nach net von dem neuen Home für Scouten innen op der Schleifmillen geschwert. Wir werden heute nach ein Keier geschwind, ob ihr kommen, weil den Cité, wer den nennt, Cité vis-à-vis, die hun do laie noch nach Projekt für an der Wellem Roch machen. Wir haben wirklich ab dem als bei uns net steif kann ganz so konträr an mir hun do Situationen, die schwierig wären, an die kommen van der Eierliste alle Goren, die kommen aus der Implantation von effektiv enger Schul, die eng Dimension geholt huet, die natürlich am Anfang auch nicht so gedurcht war, mit die aber engem Besoin auch nicht engem andere Besoin entspricht, aber wir werden Heimat eben auch durch die Bushaltestelle. Ich meine, Madame Beisel hat kurz davon geschwert, die Mitten am Camp mit dem Herrn Goldschmidt geht nach der Ballestadt Verkehr, als wird nach der Bank werden wir fertig bringen, auch das noch besser an den Griff zu kriegen. Ich so in der Ballfall werde ich, wenn ich mich nicht geirrt tun, aber eine breite Unterstützung für eine ganz wichtige Sportanlage zu hören, die wir wirklich an die Türen von unserer Stadt, von unserer Gesellschaft brauchen, für die zu finden. Ich meine, darauf freue ich mich schon. So, da gehe ich aber weiter und für die präzise Fragen über den Bau selber, Madame Beisel an den Herrn Goldschmidt. Madame Beisel. Ja, merci, Madame Burgemeester, für schon ganz Präzisionen über die Informationen von den Bürgern an den Riveranen habt das von haben. Und noch über Präzisionen, dass man Prozeduren, und notamment POS, strikt respektiert, wie diesen Projekt präpariert ist. Ich teile mit meinen Kollegen vom Schafferrot Begeisterung von diesem Projekt, natürlich mit Madame Krombach an dem Herrn Radou, die für diesen Projekt durchzukriegen. Ich will aber profitieren von Ihrer Präsenz, alle Guten, für einen herzlichen Merci zu sagen, dem ganzen Service des Sports, Alex Gürgen, und habt euch auch dem Alex Welter, den Hayas, für den Alex Welter hat sich also enorm angesagt an den letzten so viel Main, für das man diesen Projekt mit all seinen Sparten so gut wie möglich präpariert könnten, an wirklich dem Alex Welter und seine ganze Equipe. Von euch alle guten Hai einen herzlichen Merci. Ich wollte nur noch pur punktuell Antworten geben, die von verschiedenen Banken kommen sind. Das sind Toren, die heute in Lützeburg praktiziert gehen für Finanzement von großen Infrastrukturen, und notamment von Sportinfrastrukturen. Also, es gibt 3 Kriterien. Es gibt den Taux d'intérêt national. Da fällt also ein Fußballstadion drin, Stade Luxembourg, weil den effektiv Nationalstadion ist für den Fußball für das ganze Land. 70%. Da gibt es einen zweiten Taux, den ist 50%. Das muss Inzidenz oder Repercussion oder Intérêt regional sein. An Diskussionen wäre wie, dass wir 35% kriegen, für was kriegen wir nicht mehr 35%? Das wird nur gekündigt, das ist effektiv TVA für 70%, die man muss dem Staat geben, mit 90 Millionen par rapport zu 12 Millionen kann ihn effektiv diskutieren. Die dürft etwas nicht vergessen. Wir hatten Spieler von den kleinen Ländern 1995 und 2013 hier zu Lützeburg. An die Spieler, und dafür passt auf, dafür ist auch der 35% justifiziert. Die deroulieren sich während einer kleinen Woche nicht nur auf einem Site. Und das ist zum Beispiel heute der Fall. Das neue Stadion, das hier gebaut wird, das Athletikstadion zu haben, hat nicht den Monopol, während die Spieler von den kleinen Ländern, von all dem, was da geht. Der große Hauptträger ist Cook. Daneben tun wir den INS.
Wir haben diesen neuen Stadion der Hoffnung, dass es da fertig ist. Wir haben dann nach Zeissing, wir haben das Worst-Case-Szenario, was wir hoffentlich dann wirklich nicht brauchen, auf den Erlerstraße. Aber wie gesagt, das ganz genau diskutiert wird am Staat und durch den Fett von den effektiv der Rolle, den dieses Stadium an der nächsten Kompetition Spieler von den kleinen Ländern, als den Tod von 35% berechtigt. Weil das ist ja nicht so, wie wenn das ein Staatinteresse national exklusiv geht. Dafür ist die 35%, das richtig. Von der Stadt aber noch so. Das heißt, angeklommen von X-Banken, dass man effektiv oder durch, ja, wenn die Spieler von den kleinen Ländern rüber sind, was geschieht dann? Also, ich gehe nicht mit an, der fängt schon immer an zu schmunzeln, wenn ich so, wir sind von Sonntags bis Sonntags, von 6 Uhr bis 23 Uhr, all als Infrastrukturen zu 90% voll. Wir haben 190 Clip an der Stadt. Alle guten, also ein Großteil von den populären Sportarten, ob es Leichtathletik ist, ob es Fußball ist, ob es Schwammen ist und so weiter und so fort, alle Menschen riesig werden löschen. Und ihr wisst, wir geben, hätte gerne das Kanner geben, mehr Sport machen. Ich sage immer, wir hätten gerne weg vom Schirm. Wir sind also gefordert, als moderner Staat, für die besten Infrastrukturen zu und endlich die nervisch Werdelust von den Kanner aufzuschaffen, für das wir doch so vergrößern, dass jeder kann Sport machen. Und ich mache mir überhaupt keine Sorge, wir hatten eine Diskussion, auch wie wir das schon an der Kommission joint angekommen, aber auch mal am Service des Sports, wenn ich gucke, was Frank de Marten da machen, wenn ich mir überhaupt keine Sorge, dass wir so die Spieler von den kleinen Ländern wirklich das Stadion können direkt füllen. Als auch gesagt gehen, dass ja nicht dauernd auch besagt, weil Plagiarieren, da wird genau geguckt, dass schon gesagt gehen, dass an der Pausen mittels können Aktivitäten angeboten geben, dass geguckt wird, wie überhaupt der Schulsport, die auch rundherum immens böse waren, da in der Dach wird. Also man ich wirklich keine Sorge, wir kriegen das Stadion wirklich gefällt. Den Patrick Goldschmidt könnte nach auf die Mobilität zurück. Provisorische Parking, definitive Parking, das wird nicht so. Ich hatte schon gesagt von den Busarenen, wie die geplant sind. Merci auch der Madame Müller. Die wisst, ich gehe gerade so wenig mit für zu sagen, dass der Sport wie die Musik Top-Instrumente sind für die Integration, die Inklusion, Konvivialität und Gesundheit. Und hier ist wirklich die Leichtathletik als von denen, die Altsportarten sind und sich für die Integration, hier machen wir einen großen Schritt, für die auch zu fördern. Ich meine, das sind uns schon die Hauptsachen, die angeschwärzt sind. Wie gesagt, kommt nach ganz Mobilität. Die Welt top neues System für die Wassergestion zu machen, zusammen mit der Wasserwirtschaftsamt an, wie gesagt, eine stille Begeisterung von einer Menge Kollegen. Es gibt ein wichtiges Projekt, ein Projekt für den Staat und ein Projekt für das Logement. Merci für den Moment. Merci, Madame Boymeister. Merci auch Kollegen am Chefrat, die schon zu den verschiedenen Punkten Stellung geholt haben. Und noch merci alle guten Intervenants und ich alle für den Interesse für diesen Projekt. Ich habe gesehen, wieso das Mobilität etwas, was dich immens viel beschäftigt. Ich meine, das ist auch ein Sujet, wo wir alle guten Alltag benutzen. Ich sage aber speziell schon dem Clotrado, merci für schon da ein bisschen dat berouig zu hunn, also so schlimm gëtt dat net. Dir schwätzt zu Konzept Mobilité, der Hummer oder Konzept global vun der Mobilité natierlech und Periodetyden dat fir Jore schon oder an den lächt Joren mat geguckt, fir de ganze Sit ham. Mch vonner dat dats ma ha fir déi Sportinfrastruktur och habt vun den Grenge wann Städler ha kucken an der Moioun selbst froen, Di wot an nie Geese knäpsche Moies. Wie do ausgesäit, schon vum Minister de Konzept Mobilité fir Joren, wie man gefrot hun gesinn. schon noch net gesinn Lampers, wie ich bei nei Lycée wann du hi kennt. Hei Schwezmer vun enger Sportinfrastruktur, Leichtathletik, do wette Manner Leiit all der passéiere wieder an Schoulniewen Drgin, Manner Leiit wie zu ham bei der Adam oder Ministerlängcht gin.
Selbstverständlich wird man trotzdem gucken, dass es so man wie möglich Inkonvenient gibt. Natürlich kommen do von Montags bis Freitags, gebe ich mal so, die Älteren für die mit Kleinkanner und da fuhren sie an die Nervenstraße ran oder auf der provisorische Parking, den 150 Plätzen hat, wird da viel mehr sein, wie neben dem Stadion sind, als auf der Straße, weil da fährt keiner an den Park, an Parkhaus ran, aber da fuhren sie vor das Stadion, lassen ihr Kanner raus, fuhren weiter, da gehen sie dann 1,5 Stunden drauf, noch sichern. Das heißt, für die Leichtathletik als solches, Mengen sprechen gleich kein Sorge zu machen, sie sollen sich da freien zu haben, weil während Jahre kriegen wir von Ham oft gesagt, wer steif kann, wir geben nicht genug nur Ham gucken. Wir machen nicht nur professionelle Installationen für Clip, mehr aber die Installationen sind auch für die Hammer da noch selbstverständlich disponibel. Wir gehen auch davon aus, dass die Sporthalle von den Schulen wird benutzt gehen, dass es da neue Aktivitäten werden entwickeln von den Leuten, die da zu haben sind. Also ich gesehen, dass effektiv echt ganz positiv, als sicher wird die Sportinfrastruktur als solches nicht ein Mobilitätsproblem generieren. Zusätzlich, das auch angeschaut gehen vom Merado, der Busservice, den analysiert permanent Adaptationen von Linien. Aber wenn neue Projekte kommen, dann adaptieren sie selbstverständlich Ortlinien. Wenn man also feststellen, weil die Clip, D-Club, 2-Clip, wie viel da immer sind, wenn die der Gemeinde, dem Chefrat so als Trainingszeiten sind zwischen solo 4 und 8 Dauer, aber da guckt man, dass in der Zeit auch die nächsten Buslinien da sind. Da tun wir auch an der Zone d'Aktivität zu haben gemacht. Kriegt man viel Demonten, auch demals von der Familienminister, freier Familienminister, pardon, die neben mir sitzt, wo auch wo für so wir müssen mehr Bussen kriegen. Natürlich will man das alles macht. An hun doch demals dann op Leschkoll geändert, an Heimmat genet selwech. Mi hunn de Bus vun der Hauptstraße Rofgolf fir do méi Platz zu machen. De könnt op de Sit dofir as den aktuellen Fußballsterren, de da muss weichen, me du könnt auch nach an enger weiterer Phase do no abs zurück. Die Stöchstroß, die do hast, da hummer jo lo am Ufang kën de provisorische Parking, wie ich gesot vun 150 Plätzen, den definitive Parking hannen run, de man wetten ausschaffen, de wett zwischen 250 und 300 Parkplätzen hunn. Dat sind der mat Sicherheit méi wie genug, wie man do brauchen. Du wird dann vielleicht Kompetitionen 2-3 Mal Joer sinn op enger Leichtathletik. Das ist net so wie Walloen ein Leichtathletikclub all woch bei sich doheim eng Kompetition huet, sodass het de Weekend a priori ganz roueg do ofleft. Ich will wo nach dem Herr Weidig an von den du seht, wer vu Bounewech. An du weist wer du die Mobilität Bounewech haben. Ja. Auch do wo man beide Leiit an hun de Leiit geschwert, wenn man Apaisement du Trafik fëllen. Wir wissen, dass zu haben ganz viel Leiit mam Auto rakommen, die aus dem Solomol Oste kommen, die auch vun die Grenzen wäsch, ob dat lo Frankreich oder Deutschland, dass die den dote we rakommen, an die dann so lang man net ein Apaisement an nie enger Form zu Bounewech schon, fuhren déi iwwer Hammer an. An dat sind der mat Sicherheet tausende méi wie die Pur, die op die Sportinfrastruktur kommen. Mei Wunsch wäre also vun ihr alle Guten, no demst der de Projekt sowohl visuell gesät, wie er auch erklärt gut, dass der den Hammerbierger, die vielleicht Projekt nicht so gut kennen, dass das echter Brauisch, dass der Heiten als Sportinfrastruktur mat kein Mobilitätsproblem wird gehen. Also selbstverständlich, wie man doch schon versprochen und nicht an all den Reunionen, die man mit den verschiedenen Leuten hatten, wird man den mir gesagt am Januar, wenn man do kriegen und 1. Januar fannen, gib mir op ham, an werden de ganze Projekt enke do präsentieren, an noch de Leute riet an Antwort stohlen. Wer den Achse op de Sit ugeht, muss als echt wie man all guten die Terren do zu summe krute für den Dosit zu definieren, wo man natürlich auch geguckt für von 2 Seiten den Achse zu kreen, da das Stand haut net möglich Mün entscheet, dass man dat net an dem sind so forsäieren. Wir waren nach 5-6 Jahren oder erst denke eng Opportunität sich ergött, wird man auch den doten Sit von 2 Seiten erschließen. Mit das haut nicht der Fall. Wir müssen aber auch überzeugt, dass man der Erschließung von enger Seite, dass das kein negativer Impact auf die Leute in hun au contraire
die werden du eng nach mir flotte Quartier kreen. Und ich schließe mich auch de Merci nun und all Servicer, die dort drunter geschafft und die wirklich seit Jahren am Gang sind, für die bestmöglichen Komplexe dahin zu kreen. Ich so nicht merci. Merci vielmals auch. Und ich meine, damit könnte man Diskussionen über dieses Projekt aufschließen und stellen den Projekt also zum Vote. Wen ist damit d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit quasi Unanimität mit einer Stimme dagegen für dieses Projekt. Den ist, wo wir es nach vierten Aufteil darüber erhalten, weil nur der zweite Vers könnt ihr auch nach einem dritten Vers. Also, wir werden permanent mit dem Gemeinderat, mit den Kommissionen und natürlich den Bürgern von Ham werden wir am Kontakt bleiben. So, dann haben wir eine Wortmotion nach. Ich meine, wir haben sicher dann eine Stellungnahme darauf angegangen, eine Konsultation nicht nehmen, dass wir die den Member Center ganz lange den Patrick Goldschmidt über das Konzept von der Mobilität geschwärzt. Brauchen wir uns also nicht auffordern zu lassen, das zu machen, das lebt. Den haben selber Hummer mit den Projekten, wo ich gesagt habe, Hummer den Plan, wie wir das Zentrum von Ham eben neu gestalten, die Götter, den Hummer, wir haben den auf sur Place auch schon gewiesen. Bon, dafür stelle ich die Motion zum Vote an. Wir können nicht so den als für uns an dem Sinn sans objet, weil die drei Sachen, die heute gefragt sind, die laufen schon. Wen ist also mit der Motion dann aber d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist die nicht angeholt. So, da kommen wir bei dem nächsten Punkt vom Ordre du Jour. Hier geht es, da gehen wir an den Côte d'Aich. Da gehen wir an die Arbeiten an der Côte d'Aich. Das sind Arbeiten, die schon lange ausstehen. Also ausstehen, die wo für die Kreos schon lange eine ganz große Wichtigkeit tun, an die lo eben zusammen organisiert gehen. Wen will dazu schwätzen? Ja, den Herr Back, den Herr Radu, Herr Back. Vielmals merci für die Wort, Madame Pulver. Ja, es geht hier um ein Projekt, wo eigentlich um Techniken auf dem Boden geht. Da geht es nicht viel auszusetzen. Aber was schon geschafft wird, so an den Grab geholt gehen, der Boden abgerappt wird, an den Bürger in ihrem Alltag gehindert gehen, dann soll das Projekt natürlich auch von A bis Z durchstößen, davon profitiert gehen, für auch überirdische Verbesserungen zu machen. Und du hast bei diesem Projekt leider ein bisschen den Haken drin, geht einfach alles so zurückgesagt wie aktuell, obwohl am Mobilitätsplan zu diesem Akt zwei interessante, wichtige Punkte stehen. Den ersten ist den Busverkehr, weil die könnt hier auf seine Limiten und das wichtig, dass der Bus halt zügig da durchkommt. Das Lin ist als eng von den wichtigen Busachsen identifiziert gehen. Und du stellst dir vor, dann lohnt es im Moment für innovativ zu denken, an eng von den 3 Spuren für den Bus zu reservieren, und zwar immer in die Richtung vom Verkehr. Das könnte heute sogar relativ gut klappen, weil aber über eine längere Strecke keine Busarenen da sind. Der zweite Punkt ist die Verbindung von der Velospiste aus der Millbachener Straße an dem Lavalspark, respektive der Rue Laurent Menager. Am Mobilitätsplan ist das Platz identifiziert, gehen als dazu eine Querverbindung nötig für die Velo eben Mystik kommen. Mir das natürlich noch muss detailliert geplant gehen. Wenn wir hier schon alles frisch machen, dann ist doch eigentlich der ideale Zeitpunkt kommt, für diese Querverbindung zu klären und umzusetzen. Am Nachgang von der Kommission kriegen wir dann als Erklärung, das müsste am Kader von dem Reaménagement von der Place d'Argent geschehen. Aber da gibt es doch schon ein Projekt, den auch schon hier für Jahre beschwert gehen ist, an den auch am PAG vorgesehen ist. Wir könnten hier einfach den ersten Schritt machen und das umsetzen. Wieso nutzen wir diesen Moment nicht für dieses Projekt umzusetzen, gucken, zügig führen zu kommen, also nicht zusätzlich Zeit zu verlieren und Stroß dann zweimal abzurappen. Dann haben wir eine andere Sache, wo ich gerne die Meinung vom Mobilitätschef dazu hören, das ist aus der technischen Kommission von einem Member von der Majorität par rapport zum Mobilitätsplan.
Der Mobilitätsplan dat fir just eng Suggestion. Also ich war paff, muss ich ganz ehrlich gestohlen, weil Venia eng Strategie eng Suggestion. Also ich meine, dit oft genug gesot, dat wie eng Strategie, Min auch viel Suen an de Grapp geholl, Beamten nur viel Stunden dro geschafft, an schmeint Resultat lässt sich auch weisen. Muss halt de Belo effektiv muss die Strategie umgesat gehen. Mit ze überhaupt net fir eng Suggestion, so wie wann die Sachen, die du gifen drastoen, net miste serieux geholl gehen, als jeder mache kennt wen dat Welt, da fronsch mich aber nur bis nur Sinn an Zweck vom Mobilitätsplan. Mir vielleicht zu dir eng einer Meinung dazu, könnt mir das erklären. Bon, viel sicherzustellen, dass mir eine zweimal muss mit Baggeren undanzen, mir eng Motion präpariert, die den Chefrat eben dazu oprieft, lo ha am Kader vum Reaménagement eng secher Wëllospis ze bauen, Tisch der Millebachner Stroos an der Rue Laurent Menager respektiv dem Lawaldspark iwwer Breck, sowie dat eurer Mobilitätsplan firgesinn ass. Vimus Merci. Merci. Herr Radu. Merci für meiner Pulver. Geht bei diesem Punkt effektiv um die Infrastrukturen am Armeescher Birsch. Die neugemerkt muss jeden Kanal an finalem Kreos, die der Phase geschafft, möglichst, dass es möglichst schnell geht, an durfte ein Job geschafft bis um 10 Uhr. Voilà. Dafür wo die Teile an der Kommission erklärt, wir sind noch meine alle Götten relativ schnell d'accord, die wir schon überzeugt, dass es nötig ist, das zu machen, schnell zu machen, für effektiv Gasleitung zu ersetzen, und noch schnell zu machen an der Exekution vom Projekt. Und dafür werden wir auch für den Projekt stimmen. Froh als Abkommen, die wir in der Kommission effektiv besollt, dafür komme ich auch dazu, weil das leider eine Motion hat, dafür ob davon soll profitieren und direkt dann auch ob der Place d'Argent die Verbindung von der Velosphäre aus der Milleberg River an Rue Laurent Menager machen. Sie wissen, die Sotatade nicht für sie wären, und das liegt auch an. Weil, wenn man nicht da ist, wurde es ja ein Grund. Und der Grund ist, dass es effektiv ein Platz ist, die immens Kapazität hat von Trafik an Städte ran und an Städte raus. Und dass effektiv den Espace von der Voie publique limitiert ist und es hat nicht möglich ist, da eine sékurisierte Velosinfrastruktur dazwischen zu machen. Ich weiß auch, aber, und du weißt, dass das halt nicht viel sind, ich weiß auch, dass das Projekt gibt, von ihnen auf der Seite der Ursicht so, wo Gebäude stehen, dass da ein Projekt gibt, für die Häuser aufzurappen, respektive partiellement aufzurappen, neu zu bauen, und dort soll das Projekt beikommen, und da ist auch Diskussion für mit der Pensée Chaussee, für einen Teil von den Terrain, den da wäre, vom privaten Terrain zu cedieren und öffentlich Hand, für dort können eine Infrastruktur zu machen. Und ich meine, dass das was Sinn macht, für die Platz hat, das korrekt zu machen. Und effektiv, wenn ich in der Kommission gesagt, wenn ihr seht, Member von der Majorität, also für euch selber als Vizepräsident von der Kommission, weil effektiv Member gesagt hat, ja, das steht in der Mobilitätsplan, und dafür muss das gemacht werden. Und du sagst, der Mobilitätsplan, da sind U-Regionen dran, da stehen all die Plätze dran, und wir wissen, da sind da eine ganze Party, und für all die, die man Velo fahren, und auch die, die nicht man Velo fahren. Wir wissen, dass eine ganze Party Plätze an der Stadt gibt, und das meistens ob kleine Kreuzungen mit viel Trafik, dass auf diese Kreuzungen wir wissen, dass wir heute nicht sicher alle gute Länder kommen, mit den Bussen, mit den Autos, mit den Taxien, mit den Veloen, mit den Nenzen, also motorierte Landschaft dabei sind. Und dass wir da auf all den Plätzen der Kontrakte haben, aber gucken auf Fur und Mesure, wo wir weiterkommen mit dem Menge, dem anderen Projekt, die Sachen zu adressieren. Und das an dem Kontext, wo ich so tun, sind U-Regionen dran,
Mit das ist kein Bibel, der Tisch nicht dran, dass alles, was dort dran steht, von Haut auf Mur soll umgesetzt gehen. Es kann, das gewiesen auf Plätzen, wo wir Schwerpunkte haben, die wir auch schon wussten, ehe wir den Mobilitätsplan hatten, mit dem Mobilitätsplan hat den Avantage an dem Merit, dass den relativ weitreichend, umfassend alles abgreift. Es greift auch Themen ab von der Mobilität mit vom Individualtrafik. Dafür, an dem Kontext, so, es wäre keine Bibel, es wären Urregungen, weil in das will schlecht verstehen, da versteht er eben schlecht. Auch da machen sie aber den Appell vielleicht rund und bon vor von denen, die nur lauschen, für das an dem Kontext zu sehen, und nicht an einem verdrehten Kontext. Weil das sind meine Erklärungen zur Motion. Dafür meine ich auch, dass die Motion haut, ich höre gerne, was uns der Chefrat sagt, wir meinen, können wir die Motion haut nicht unhöhlen, weil man sonst, wenn man keine neuen Plätze und keine neuen Elemente haben, die von dem Projekt von der Infrastruktur muss ich kommen. Vielmals merci. Merci auch. Da ging ich dann Madame Beissel als Soirée und dann noch dem Herr Goldschmidt als Zirkulationschefin. Madame Beissel. Merci, Madame Bajmeister. Merci, Intervenant Nicolas Back. Wollte ich so an Debatte an der Kommission, wo alles so expliziert ging, also das ist eine immense Besorgnis, eine immense Urgenz gewesen, das schon eine ganz lange Zeit hat der Staat und wir haben immer geguckt, wir müssen nicht mit Kap machen, wie das Hauptachse für ranzukommen und rauszufahren, haben wir immer geguckt, für den richtigen Moment zu finden, weil das gibt sowieso eine Herausforderung, wenn wir kriegen das hin. Das ist wichtig, dass wirklich die Infrastrukturen gemerkt haben. Und dafür sieht ja ganz gut an dem Projekt, als Superstruktur als nicht envisagiert. Es wird zurückgebaut, wie es momentan ist, mit allen guten Kontranten, die wir haben. Und wie gesagt, ich gehe nämlich darüber an, weil das lange des Breiten gemerkt haben, Diskussion über Place d'Argent, mit dem extrem komplexen Zubringersystem, das ist selbst viel spannend, nicht von allen Seiten. Und dafür ist für den Moment also nicht envisagiert, für die Liaison zu machen. Mit der Claude hat gesagt, sie haben Möglichkeiten später hin. Ich wollte das und sich so ein auch ein System, die Cottage, das ist wichtig, auch für die Leute, die es noch lauschen, Cottage als Hauptachse geht nie ganz so gemacht. Es wird, also es gibt auch 2 Schichten geschafft, von Moje 7 bis auf 10. Es gibt an Phase geschafft, es gibt mit Lute geschafft, es gibt Office geschafft, es gibt der Weekend geschafft und es gibt an der Schulvakanzen geschafft. Wir machen es nur so, wie da im Ausland ganz viel ist. Wir haben dann noch Autorisationen und Exzeptionen, die wir brauchen, weil es eben Hauptachse und dann geht das aber so. Das ist, wie gesagt, nie ganz so, weil es Hauptachse ist und dann kriegen wir das hin. Mit den Infrastrukturen als 5/12 auf das gemacht wird. Und ich gebe euch wirklich merci, so, wenn ihr da alle gute Gift mit drohen. Und nach Patrick. Merci, Herr Goldschmidt. Merci, Herr Bürgermeister, merci, Herr Beissel, und noch hier alle Guten. Als ich will mal sagen, dass wir hier nicht von Erbesten auf der Escher Platz schwätzen. Hier schwätzen wir von dem Escher Birch. Bis Ruf. Aber nicht die ganze Platz. Das heißt, den Punkt du jour ist für die Infrastrukturarbeiten am Escher Birch eben da hinzukriegen. Die wisst doch, hauptsächlich Kollegen von der Geringer Partei, dass an den letzten Jahren beim vierten Regierungsmember oder Transportminister viele Échange wurden, wie wir können die Place d'Argent reaménagieren für all Guten, die Flühen besser an den Griff kriegen. Die müsst wissen oder die wissen mit Sicherheit, das sind alles Staatsstraßen. Und an dem Kader, wo der war lo, sind hier lo keine neuen Elemente gesehen, da wird weiter drunter geschafft. Aber wenn es da Möglichkeiten gibt, werden wir hoffen, dass dann Uwen drüber, dass da man die bestmöglichen Solutionen für alle Usager werden finden. Was das Chantier als solches, den wir hier aufstimmen, betrifft, als so, dass wir zu jeder Zeit garantieren, dass es Engspur Rob an Engspur Euro wird gehen. Das ist alles mit dem Service Zirkulation aufgeschwert und das so, dass es extrem dringend ist, dass die Infrastrukturarbeiten, so wie Madame Beissel gesagt hat, gemacht gehen. Aber was den
wat de Wëlle ugeet, wann sech Méiglechkeeten du no op der Place d'Argent, wie ich gesot grad agin, da werd man dat natierlech och machen. So nicht merci. Merci auch. Ich meine, die Ausführungen sind ganz klar. Wir stellen also die Erbechten, die hier am Escherbiersch müssen gemerkt werden, zum Wort. Sie sind absolut notwendig. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Merci, dass das so angeholt und dann die Motion. Ich meine, noch da werden Patrick Goldschmidt extrem klar. Wir sind hier nicht auf der Place d'Argent, dass es da Besoin gibt, das ist schon richtig. Aber die können wir nicht mehr machen an einem mehr groß umfassenden Projekt, wo effektiv sowohl Gebäudlichkeiten müssen irgendwie eine andere Nutzung kriegen, an einen anderen Accès zu dem Lavalspark. Soweit sind wir nicht, weil hier sind wir für und allem an Staatsproprietäten. So, ich kann also nicht rekommandieren, die Motion da umzuholen. Ich stelle sie aber zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist das so, als nicht überhaupt. Voilà. So, da kommen wir bei dem nächsten Projekt. Da geht es um den Boulevard Prince Henri, eine ganz schöne Infrastruktur von Neuve bis Sonnen. Herr Back. Ja, merci für das Wort, Madame Pulver. Wir sind froh, dass wir endlich eine sicher bidirektionelle Velospiste Prinzering könnt. Als Gremium mit 2013, 2014 schon eine kleine Velospiste ausprobiert, die du noch massivem Druck von DP und CSV im Wäschgold hinaus. Scheint zu gesehen, dass DP CSV ihre Meinung geändert wird, auch wenn es lang gedauert wird. Das ist ja so, dass es sich hier um eine Staatsstraße handelt, an Velospiste-Gesetz, eine U-Bahnung zwischen der Gare, Oberstadt, der Rond-Point Schumann vorgesehen. Beim Bau von so einer Velospiste gibt die Stadt auch als Kosten von der Velospiste überholen. Sind die Subsidien schon ungefroht oder gehen die ungefroht? Das gebe ich gerne wissen. Aber wir hoffen, dass das just dann die erste Etappe ist, für den Velo aus dem Park rauszukriegen, weil das soll definitiv als Ziel sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht keinen Spaß, mit dem Velo am Mixed mit den Fußgängern zu fahren. Es ist gefährlich, wenn die Fußgänger überhält, aber wenn die schaltet, dann erschreckend leid. Und das ist gut zu sehen, dass eben hier geguckt wird, für die Situation am Park zu beheben. Wir leider gehen es haut nach Projekte geplant, wo die Fußgänger und Velo sollen am Mix sein. Ich erinnere just an den PHP und bei Lehren an der CSSF, wo das auch so gemacht ist. Die nächsten Schritte müssen dann noch sein, für die Avenue Maritaris fertig zu machen. Da gehen es ja effektiv nach ein paar Meter, wo kein Velospiste ist auf der einen Seite, wo mich natürlich interessieren, wie es da Firo geht. Und dann die Avenue Monterey, wo die Velospiste launcht, die Busse feiert, die hier parken. Also das ist definitiv unangenehm und gefährlich. Wenn man sich das Projekt im Detail anguckt, da gehen natürlich ein paar Flotsachen und auch ein paar Sachen für zu verbessern. Zu den positiven Punkten gehört, dass eben probiert wird, so viel wie möglich Beam zu erhalten. Und da werden auch die Velos für platzweise gehoben wird. Es gibt aber ein paar mobilitätstechnische Details, die leider keiner Kommission konnte bislang beschwert gehen, weil das Projekt als just der Technikkommission präsentiert ging und die sie effektiv nicht von technischer Natur echt da müssen die Mobilitätskommission gehen. Und ich muss sagen, dass das für uns was unverständlich ist, für keinen Sinn, dass den heute Projekt nicht der Mobilität präsentiert ging. Für dann eben noch eine Reihe Detailpunkte zu überprüfen, vor allem bei den Kreuzungen. Ich gebe gerne auf 3 Punkte nachgehen, da das den nächsten, also auf der Avenue Reuter, wenn ihr von innen rauf könnt, da gehen Velo an die Fußgänger an den Mixed gesagt. Das ist für einfach zu lesen, an dem sie eine Autospur von den 2 Spuren geben, wegholen. Also einfach für einen Platz mitten an der Stadt, wo ihn eigentlich sowieso nicht viel Auto will fahren können. Dann an der Rue Amélie musste Velo bemol auf die Straße, weil eine gefährliche Konfliktsituation ist mit den Autos. Das wird durch 2 separate Velospisten am Platz von einer bidirektioneller lesbar. Und dann drittens an der Rue Pescator ist leider schlecht gelöst, weil heute Velosfahrer muss auf einer unübersichtlichen Platz an dem Mixed mit dem Auto fahren. Und hat dann plus auf einer Platz, wo viel vulnerable Personen auch zu Fuß unterwegs sind.
Die Lesung wie an dem in eng Parkplatz gewe wäschwellen, da kennt den dem Wëlle eng dediiert spurlosen bis op Kreizung mat der Rue Pescator. Weder gesit ginten eng Reihe Detailer zu beschwätzen, an de Projekt muss noch weiter verfeinert gehen. Muss ich just klar Decision holen, als den Auto prioritär oder als Priorität hai, dat die Konflikte zwischen Fußgänger an dem Velo geleist gehen. Und da gehen es eben nach einer Reihe Sachen zu ameliorieren. Wir sind okay, um dafür das Projekt zu stimmen, aber werden noch mitdrohen. Wir erwarten aber, dass das Projekt nach der Mobilitätskommission geht und da beschwert wird und dass auch keine Verbesserungen abgeholt gehen und nicht mal Argumente refusiert gehen, das Projekt will schon am Gemeinderat gestimmt gehen. Für uns merci. Merci. Ja, Herr Goldschmidt. Vielen Dank, merci, Herr Bürgermeister. Auch eine Bank, merci für seine frohen Intervention, die mich aber schon ein bisschen überrascht, gerade von ihr, von der geringer Seite. 12 Jahre Mobilitätschefen hatten die Geringheit. 12 Jahre wurden da Möglichkeiten für das zu machen. Schon Jahre, obwohl ich von Itfreien gesagt habe, es ist nicht möglich, an Straße eine sicher bidirektionelle Piste zu kriegen, und ich Itfreien gedohen zu sagen, das ist für uns die beste Lösung. Und in der Zwischenzeit haben wir geguckt, dass der Velo durch den Park, wenn den Robfeld auf der Rätsel seid, kein Fuhren. Wo ich aber bewusst war, auch wenn wir gesagt haben, das ist exklusiv für den Velo, dass da immer Konfliktsituationen wird kommen, weil aber Fußgänger da gehen. Dafür wird immer mein persönlicher Wunsch, aber auch der Chefrat, den das immer mitgedroht hat, für zu gucken, für da eine bidirektionell sicher Velospiste zu kriegen. Die da Infrastruktur wollen machen, und dringend wollen machen, die werden da lang schon für können unzufangen. Aber für was können sie nicht aufhängen? Wir wollen mal probieren, die bestmögliche Solution für den Velo zu finden. Hier sind wir auch an einem Platz, wo wir Autorisationen für Ponts et Chaussées brauchen, wo wir auch alles rangeschickt haben. Die haben das analysiert, einen Brief zurückgeschickt, und genau auf die Probleme aufmerksam gemacht, wo gesagt, können wir nicht nach da und da Verbesserungen vorholen. Haben wir dann auch gemacht. Amelie, haben wir auch ein zweites Mal geguckt, für zu gucken, für nach mir konvivial oder mir sicher für den Velo zu machen. Wir haben wirklich das Maximum hier rausgeholt. Aber für hier auch zu sagen, dass eine DP-CSV-Majorität die Provisorium da weggeholt hat, das ist nicht richtig. Das ist einfach, wir haben hier ein Pilotprojekt gehabt. Da hast du noch demande gewesen, auch für immens viel Chantier zu machen, Chantier für Gebäudlichkeiten mittelsten Delen, wo die Spuren verschwanden, für also ein Velospiste zu machen, für 50 Meter, für es dann an den Park zu schicken, immer rauszuschicken, hat absolut keinen Sinn am Provisorium. Dafür haben wir direkt auf eine definitive, propre Solution geschafft. Und die wissen doch, für ein paar Jahre schon, haben wir den ganz ewigsten Teil, wenn ihr bei Pescator könnt, genau schon bis von der Emil Reuter an einem Provisorium sagt, für wirklich zu weisen, da geht es weiter, da machen wir eine definitive Struktur, eine definitive Lösung für den Velo. Und ich meine, wenn ich auch heute gesehen, wie viele Leute von der Gare kommen in der Bregger durch, für da an der Marie-Thérèse abfuhren, wird das ein Achse, den da noch ganz viel wird benutzt gehen. Aber was Subsidien nur geht, selbstverständlich gucken wir, haben noch nicht geguckt, ne? So wie wir nachher werden gucken an Ameliorationen, was die Zenzer Breg angeht, für eine Verbindung zu kriegen auf Piste Cyclable National, weil wenn wir das kriegen, kriegen wir da auch ein Subsid. Selbstverständlich, wenn wir hier Möglichkeit haben, wird man den dann auch im Minister aufrufen. Aber ich sehe auch schon an den Budgetdebatten bei den Antworten gesagt, und nach 4 drunter werden wir an den nächsten Wochen Mobilitätskommission zusammenrufen für all die Propositionen, was den Velo angeht, die wir wollen an den nächsten Jahren umsetzen, für die der Mobilitätskommission zu präsentieren. Und an dem Kader können wir auch am Detail den Achse vom Prince Henri gucken. Falls wir da etwas sollten übersehen haben, oder falls es dort irgendwie möglich ist, noch etwas Kleines zu verbessern, dann werden wir uns dem auch nicht verschließen, falls es dann machbar ist. So nicht merci. So, noch dem Patrick Goldschmidt, merci, den sich effektiv immens viel angesagt hat für den HIW. Also wirklich ein großes Merci. An Stellen dann das Projekt zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Unanimität? Merci.
Da kommen wir auf das Projekt definitiv. Jean Laveugle, Alfred de Musse sind dort zu frohen. Herr Back. Ja, merci für das Wort. Mein Milo hat ein Projekt für ein effektiv für die Straße Rue Jean Laveugle und Rue Alfred de Musset, Lampertsbierg frisch zu machen. Wir begrüßen nicht, dass in diesem Kader eine Bürgerbedingung gemacht wird, um mit den Bürgern gemeinsam zu gucken, wie das Straße soll reaménagiert gehen. Wir begrüßen natürlich auch, dass hier eine Reihe Bäume gepflanzt gehen, was definitiv wichtig ist in Zeiten vom Klimawandel. Beamten haben auch effektiv Präsentationen haben noch geschickt, die sie am Kader von der Bürgerbedingung gemacht haben. Wir stellen uns hier aber froh, wieso die Leute nicht mehr erklärt gehen, als was eben am Raum machen kann, wenn es Sens unique gibt. Weil du durch gewinnt in ihr Platz Beschreibung auf der Präsentation, die als mitgedeelt gehen, die als mehr auf technische Elemente beschränkt. Und hilft gut nicht viele Teile heraus, die eine Verkehrsberuhigung mitzuspringen, auch für die Fußgänger und Velofuhrer. Für allem an der Rue Alfred de Musset als der Fußgänger wie immens eng, aber wenn da ein Auto übersteht, dann ist kaum noch Platz für die Fußgänger, vor allem wenn so mit einer Kutsche oder mit einem Rollstuhl unterwegs sind. Wir meinen, dass bei zukünftigen Projekten diese Elemente mehr müssen herausgestellt werden, für dass die Leute eine Decision können holen mit allen Elementen. Vielmals merci. Merci. Also ich bin froh, dass so selber, dass die Bürgerbedingung war. Mit dir schenkt irgendwie das Resultat von der Bürgerbedingung nicht richtig zu akzeptieren, weil sie nicht so etwas wie dir gegen wollen. Ja, entweder möchte den und dreht in dem Rechnung oder möchte den so wie mengt, dass das wird. Wir haben hier, das hier als das exakte Resultat von dem, was die Bürger wollten, und wir haben ganz gut erklärt. Dann als Leute, weil wir waren ja nicht allein, das ist nicht nur der Schafferrot, das war ja mit den Leuten, die sich wirklich darum kümmern, die ganz genau geguckt haben, was bringt das ein mit sich und was bringt das andere mit sich. Und es war extrem klar, dass das, was die Bürger wollten, und wir haben dementsprechend doch das Projekt so gemacht. Voilà. Ich meine, ich könnte dann hier mit dem Projekt zum Wort stellen, wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Da kommen wir bei den nächsten. Das ist das definitive Projekt von der Zentrale d'Energie am neuen Komplex zu Dummelding. Sind dort zu Wortmeldungen? Herr Back, ja. Vielen merci für das Wort. Es waren immens viele Projekte in der Technischen Kommission des Lächt. Das ist vielleicht die einzige Suggestion, nicht so viel zu Summen ranzuchecken, weil da gehen die Kommissionssitzungen aber relativ lang. Aber bon. Ja, Müller hat ein Projekt für effektiv die Energiezentrale vom Fernwärmereso zu Dummelding zu erneuern. Und es handelt sich um ein Projekt, das schon 2021 geplant ist, an den Lodern recht umgesetzt wird, für dann 2028 Hitze zu liefern. Also 7 Jahre Planung und Umsetzung, das ist schon ziemlich lang. Muss ich doch vor allem auch so, dass in der Zwischenzeit Technologie sich immens weiterentwickelt wird, und nicht auch für Wärmepumpen kein Problem mehr ist, für eine Vierlauftemperatur von 90 Grad zu erreichen, wenn den Test von einem Fluss nutzt. Und das sogar mit einem raisonablen COP von 2. Also ein COP, die steht am Funk dafür, wie viel Strom an Hitze umgewandelt wird. Und er hat den effektiv, er kann den Dulzig nutzen als Hitzequelle. Das ist schon sinnvoll gewesen, nur den Delayen auch eine Mise à jour von der Etude zu machen, dafür zu gucken, ob das nicht eine viable Solution wäre. Just als Beispiel, zu Köln wird so eine Wärmepumpe installiert für 50.000 Leute mit einer Vierlauftemperatur von 110 Grad sogar zu approvisionieren. Das Projekt hat gesagt, dass Holzhackschnitzel aus der Stadt der Büscher genutzt soll gehen. Das ist am Anfang eine gute Idee und auch unterstützenswert. Für uns aber echt eine Solution, die wir geben auf einem Platz gesehen, wo die Bekehrfluss neben dran geht, also den als gut Hitzequelle genutzt gehen, weil die Holzhackschnitzeln eben auch endlich sind an den Büscher und nicht auf ein paar Plätze können genutzt gehen. Aufgesehen von der Technologie, die halt bei diesem Projekt konkret umgesetzt wird, steuert das, dass der Staat keinen Plan hat, wie die Bürger hier jetzt können dekarbonisieren in Zukunft. Wir sind überzeugt davon, dass sich zum größten Teil werden Wärmepumpen durchsetzen, mit
die sind vielleicht auch nicht unbedingt überall umsetzbar. Wir hatten für ein paar Monate ein Projekt für eine Renovation am Kehr von Dummelding, wo keine Wärmepumpe installiert konnte, wenn es mangte Platz. Ich kann mir vorstellen, dass nach ein paar weiter so Platz zu Dummelding gehen, wo es schwierig eben als Wärmepumpen zu installieren, aber für eben Alternativen anzubieten, misst für dich Preise, für dich eine Übersicht über das Platzen, sogenannten Wärmeplan. In Deutschland gibt es aktuell an der Umsetzung, und ich meine, dass es doch echt Zeit gibt, dass die Stadt Lützeburg so etwas möchte. Den Konstantmensch könnt auch klar aus dem Pakt Klima raus. Ich gehe voll gerne noch davon profitieren, für das Service zu felicitieren für das gute Resultat, das sie am letzten Audit kruten. Da, wo wir gut dran sind, das ist Mobilität und auch das Gebäude von der Stadt Lützeburg. Mehr 50% von den CO2-Emissionen kommen aus dem Gas und dem Masut, die vor allem auch von den Bürgern genutzt wird für Tötzes. Und bei dem Punkt der Planifikation du Développement territorial, was von den Kriterien ist vom Klimapakt, da schneiden wir leider nicht so gut auf. Und hier müssen wir unbedingt mehr Gas gehen. Wir brauchen eine strategische Planung, wie die Stadt klimaneutral an 20 Jahren erhitzen. Ich habe gemeint verstanden zu meinen, dass darunter geschafft wird. Ich stelle mir aber vor, ob Services stark genug aufgestellt sind, für das umzusetzen, oder nicht mehr Unterstützung brauchen, weil das definitiv eine Mammutaufgabe. Wie gesagt, fehlt es bei diesem Projekt eine Analyse von der Alternative zu dem Holzhackschnitzel an insgesamt und einer Strategie zum klimaneutralen Hitzen. Und übrigens können wir dieses Projekt nicht machen. Vielmals merci. Merci. Madame Balsel. Tu as juste qu'une fois. Madame Balsel, ja. Ja, je suis d'accord, merci. Ja, merci, Herr Nicolas Back, für seine Aufklärung. Also, mein Wissensstand, ich weiß nicht, ob ihr den Rapport nicht genau gelesen habt, was da Drastung noch über Possibilitäten von den Wärmepumpen, die kommt mit einer neuen Technologie, aber wird noch nie von der Stadt abgeworfen. Was meint man, wenn wir Autorisationen brauchen vom Umwelt und von der Wasserwirtschaft, wenn wir aufhängen, Durchsicht zu benutzen, für das Wasser auf über 110 Grad zu kriegen. Momentan als Folgendes. Wir haben Zentralheizung an der Rue Mangenas-Servet, das ist die Allheizung für die ganze Schule und alles zu setzen. Da waren zwei Probleme. Und dafür hat es doch gedauert. Das Lastgang 21, da sind die Tüte gemerkt. Die ersten Tüten, die haben geguckt, also es möglich, das bestehend auszubauen und Kapazität massiv zu erhöhen. Da kommen zwei Sachen raus. Erstens, als extrem viel Asbest entdeckt gehen, du hast gesagt, also auf keinen Fall geht das da ausgebrät, weil du weißt, wie die Bestimmungen über den Asbest sind. Und zweitens, als gesagt gehen, wir brauchen eine Chaufferie, die nicht nur den riesigen neuen Sports- und Schulkomplex zu Dummelding kann nutzen, aber daneben wird auch nach Trühain und Trüeidmatov. Eidmatov. Das heißt, da wird dann eine Chaufferie gebaut, die wirklich mehr Zweck kann produzieren. Das gesagt, ja, was will man dann nur als Technologie? Wärmepumpe war an der Diskussion. Du hast aber gesagt, mit dem, was wir momentan auf normalem Weg, nicht mit der Flussbenutzung, können produzieren. Mit Wärmepumpe kriegen wir nicht auf 90 Grad Hitzung vom Wasser, was gebraucht wird, für den Komplex Trühain und Trüeidmatov zu heizen. Dafür ist schon lang eine Zweitheizung direkt mit geplant geht, dafür wird dann nicht geschwärzt und das wundert mich. Das heißt, wir haben eine Heizung, die geht mit Pellets und mit Holzhackschnitzel, und nicht nur mit Holzhackschnitzel, weil ihr wisst effektiv, für die Produktion vom Holzhackschnitzel ist eine zusätzliche Schwierigkeitsgrad. Und zweitens gibt es eine Gasheizung, die aber nicht mehr 15% möchte, an den Pelletsheizungen möchte größer Recht, weil am Sommer zum Beispiel wird es gut gewährt, für Pelletsheizungen umzukurbeln, weil die brauchen extrem viel im Moment Lieferung und gibt immens viel Energie verbützt. Und mit dem Gas können wir auf dem absoluten Minimum heizen, was wir brauchen, notamment auch für das Wasser zu produzieren.
Dafür, die ganze Etude von 21 Stunden sind so gemacht, dass man das so hinkriegt. Pardon, wie gesagt, die neue Technologie beim Wasser, da muss man gucken mit dem Maurice Bauer, den antworte ich auch nach an der Hinsicht. Also das Projekt, das wir haben, Kontinu von der Asbest, Kontinu von der Impossibilität für das Bestehende auszubauen, eine neue Chaufferie mit einem ganz anderen Rayonnement, als das, was wir brauchen, und mit den Wärmepumpen, die sind nicht performant genug für den Moment, am klassischen System für das hinzukriegen. Merci für den Moment. Vielmals merci, Herr Bauer. Also, ich wollte ganz kurz dem Herrn Back vielmals merci sagen. Ich finde Genoss. Und ich will nach einmal rappellieren, was gesagt hat. Die exzellente Arbeit von den Services für den höheren Taux bei der Zertifikation vom Pakt Klima zu kreieren. Nach einmal den höheren Taux, den die gute Arbeit in die Services gemacht haben. Das so nicht, nämlich, wenn nicht mehr spät wie von einer Woche einen zweiten Opa zu einer Lenker gesagt hat, wir geben überhaupt nicht mehr, wir wären nirgends. Und du willst sagen, merci Herr Back. Herr Benoit, das erklärt doch, wie weit das letzte Woche müssen den Post machen, wo ich beklagt, dass wir alle gut ihr attackieren. Wir wollen da einfach da wirklich einfach zum Teil der Lernst geschlagen hat. Da sind aber froh, dass an ihrer Fraktion nach Hoffnung besteht, dass die Leute faktuell können die Sachen appréciieren, was wir machen. Es soll am Namen von den Services ein dicke Merci, Herr Back, für das Lob. Und schön gerne matt. Merci. Merci vielmals. An daraufhin stelle ich das Projekt zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Dummer, dass das so gehabt. So, dann kommen wir zu dem vierletzten, zum vierletzten, denn der Virektifier von der Firma Ernst Ebenhoven zu haben, von der ich schon den Morgen geschwärzt habe. Madame Milchen, ja. Den Herr Benner, ja. Ja, also ich wäre okay, wenn ich zu den zwei Laschen zusammen. Ja, natürlich. Ja, okay, merci. Und dann merci für das Wort. Bei den zwei Virektifier, die heute zur Aufstellung stehen, werden wir uns leider enthalten. Wir unterstützen natürlich Ziele von diesen Investimenten und erkennen nun, dass es sich um Wichtigprojekte handelt. Aber gleichzeitig können wir die Kostenüberschreitungen, die beim Projekt Ernst Gruber bei 35% plus Leiner, beim Projekt an der Rue Gibraltar bei plus 53% nicht einfach so hinholen. Kosten sie bei beiden Projekten deutlich mehr hoch ausgefallen wie ursprünglich am Gemeinderat gestimmt. Und auch von Covid-Krise an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sicherlich eine wichtige Rolle spielen, erklärt das nicht alles. Wir gesehen haben auch Probleme bei der initialen Kostenausschätzung, bei der Planung, bei Änderungen am Laufe des Chantier und auch Konsequenzen vom Wechsel von den Büro d'études. Das heißt, Service eine exzellente Arbeitsleistung steht außer froh. Bei so Kostenüberschreitungen, die leider ganz oft vorkommen, muss man sich aber fragen, ob wir bei der Projektverabredung an unserer Kostenkontrolle nicht noch ein bisschen optimisieren müssen oder ein bisschen viel optimisieren müssen. Dass wir in Zukunft verhindern können, dass so große Deviationen sich wiederholen. Als Respekt für unsere Arbeit und dem Geld, das schon investiert wurde, aber auch als Verantwortung wie von den Steuerzahler und Steuerzahlerinnen werden wir uns dafür enthalten. Merci. Merci, Madame Milchen. Gelieft? Nee. Herr, ich wollte dir merci sagen. Und da wollte ich dem Herrn Benoit fortgehen. Herr Benoit. Ja, vielmals merci. Vielmals merci, Madame Boemeester. Auch vielmals merci der Madame Milchen, die am Anfang schon das gesagt hat, was ich an der Richtung auch wollte argumentieren. Es sind wirklich zwei Projekte, die einen saftigen Hoss haben par rapport zu den Projekten initialen, die wir hier im Gemeinderat gestimmt haben. Ein 35% und ein 53%. Das ist auch so, dass die Hossen do just zum Deel op Preishossen zurückzuführen sind, nämlich beim ersten Projekt ungefähr ein Drittel, beim zweiten Projekt ungefähr 2/3, weil aber klar seht, dass immer noch ganz hohe Monten da sind, die aufgrund von Changementen beim Projekt kommen sind, respektive die zurückzuführen sind an unseren evitierbar zusätzliche Kosten, wenn ihnen da vielleicht beim Projekt am Voraus
von Seiten vom Schafferrot eng bessere Projektplanung oder mehr genaueste Projekt an der Planung angeguckt hat. Dafür können wir die zwei zusätzlichen Wien auch nicht matt drohen. Merci. Das heißt, du hast doch für die zwei gestimmt, ja. Nicht gestimmt, geschwärmt, ja. Ja, nee, das ist gut. Und nicht, das fand ich eine ganz gute Idee. Herr Radu, auch für die zwei. Verteidigt den einen, dann den anderen. Voilà, einen und anderen, ja. Ja, das vielleicht, weil es kriegt daraus, dann steht immer so alle Jahre wieder, dann geht dann eurem Alt hier bei wie rektifier ein bisschen das nämlich gesagt. Ist dann noch das nämlich, weil man schon so oft festgestellt wie die letzten paar Jahre, dass das aufgrund von den Changement von den Preisen, aufgrund von der Covid-Krise und dann noch eine Krankenkrise, d'offren, wenn wir ausschreiben, wenn wir Missionen abmachen, so substanziell über dem Laien wird Büro d'Ingenieur, Büro d'Architekt uns an der Planung viergerechnet hatten. Und das bei dem einen Projekt sind das 820.000 €, bei dem anderen Projekt sind es da 670. Dafür, das ist ganz substanziell. Dazu kommen dann noch Ekaren, die entstehen bei der Exekution durch die Indextranche, die auch noch gefallen sind. Bei dem einen Projekt haben wir für 200.000 € Demande supplémentaire INPA. Kann ich sagen, das hätte ich planen. Das ist ja nicht in unserer Kontrolle. Und effektiv, wenn das Projekt bis am Januar ist, die noch Sachen entdeckt, effektiv, das wurde mich der Fall bei dem Projekt, dass da während dem Projekt den Erbeste gemacht, der die Keller entdeckt, natürlich hätte vielleicht, ich weiß nicht, nach einem Jahr mehr könnte Bohren an einer Sicht, vielleicht auch nach mit Scannern an den Boden, da herauszufinden, wer drum der Rimm alles gefunden gehen. Toujours sind die Sachen festgestellt, die aber schützenswert und interessant waren an der Rekonstruktion, an der Planung, dafür nicht bei dem Supplementär gemacht. Und das passt da mehr. Wenn ich so, das ist nicht an der Reihe. Ich äußere mich dazu nicht. Ich stelle just fest, dass nicht, wo weder der Schäferrot, noch der Gemengerot, noch ein Servicer darüber beteiligt wurden. Und da sind wir schon bei einem ganz großen substanziellen Teil von der 100. Dann haben wir effektiv noch bei dem ersten Projekt, der supplementär statt Lützeburg 394.000, bei einem Projekt von initialement 7,5 Millionen und nur von 10 Millionen, fand ich den supplementär von 390.000 nicht extraordinär. Und das fand ich das Schiedverein, den irgendetwas baut oder jemand ausstreicht, da sieht man, streichen wir das dort unten, haben das heute aber vielleicht schon noch mal schon am Gang, weil die Sache, weil bis am Projekt ist, aber bin mal anders das gesagt. Dafür auch das fand ich wirklich nicht der Wert für heute einen Abstand zu machen. Dann haben wir Supplement du auf 400.000 €. Ich fand das doch noch höher. Aber das leider Gottes nicht am Kontrolle von unserem, weder Finanzservice noch von unserem Service Bâtiment, Architekt, nach vom Schäferrot. Natürlich wäre es besser, wir hätten die Probleme nicht. Aber das ist aber nicht mehr, weil die Realität ignoriert, die im Moment am Bau ist, an Effektivpreise von dem Material sind an die Lut gegangen, Preise sind an die Lut gegangen durch die Indextranchen, der Marché ist also aufgegangen, verschiedene Leute machen faillit, dafür es ist nicht einfach. Und effektiv, bei dem anderen Projekt haben wir noch Changementen vom Büro, entweder von Ingenieuren oder von Architekten. Auch da will ich nicht zu viel spekulieren, aber das ist auch, weil potenziell auch die, wenn wir ankommen, über Punkt, wo sie so eine Toten packt man nicht mehr oder dort will man nämlich so viel machen, dann kann ein anderes Büro. Kann ich das planen? Nein, das kann ich nicht planen, das schon nicht 5 Jahre am 4 raus. Dafür als bei dem ersten, aber bei dem zweiten Projekt. Überhaupt keine Diskussion, dass wir etwas zu evitieren hätten, auf irgendwie überhaupt. An irgendwie überhaupt. Dann hätte dort das Projekt könnte gerieren, ohne die, mit den paar Jahren noch, mit den dort Supplementen zu kommen, den ist nicht ehrlich. Das ist nicht ehrlich. Dafür
meine ich, muss man an den sauren Apfel beißen. Die Sache, die fertig gemacht ist, die sind ja nur ganz schön. Das leider dort ist alles Medaille, die wir für 5 Jahre geplant hatten. Die Erklärungen sind nicht, ob Fehler von unseren Services zurückzuführen, noch nicht ob Fehler vom Schafferrot, und noch nicht ob Fehler vom Gemengerot. Und das noch vielleicht als Aufschluss. Auch da muss man immer uns bewusst sein, der Tod den ist ganz einfach zu evitieren. Die einzige, der weiß, der Tod einfach zu evitieren ist, es möchte in den Devis viel mehr couragiert und fahrt den einfach überall auf Platz 5% der Prävue, 25% der Prävue drauf. Aber dann haben wir ein Devis von Anfang an, den immens abgeblasen ist. Mit der Tristesse, dann aber, wenn man da bis eigentlich gestimmt und das am Publikum, dass die Schiedsrichter mit uns, aber weil viel so viel gesehen, da die Tofferen an zur Mission, die wir dann ratkriegen, nach mir heißt. Das ist die Gratwanderung, den uns Service an mir selber, pour autant, dass die Responsabilität mit zu stimmen, mit die Gratwanderung, die wir alle Leute müssen machen, ist zwischen einer möglichst neuer Budgetisation, die nicht zu viel ist, mehr auch nicht zu wenig, weil die einfach nur drin sind, und dann aber hier nur Responsabilität holen, wenn Evolutionen am Kurs vom Projekt an Marche sind, die man nicht können nähern. Voilà, der hat gesagt, die man selbstverständlich schon mal da drauf hin muss. Merci. Herr Radu, die hat uns überzeugt. Das war mein Bütz. Ich ging aber nur nach dem Herrn Moser auch gut. Ja, merci, Madame Bürgermeister. Effektiv, den Herr Radu hat quasi mal mein ganz Red gehalten. Dafür brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Aber noch einmal ganz kurz. Ich hatte es auch schon gesagt am Kontext von den Budgetsdiskussionen. Also bei all Depassements, wie geht es euch ganz genauso wie ich auch alle gut. Wir sind nicht froh darüber. Also das möchte auch dem Schafferrot kein Fried, wann sich muss man so Depassement de Wien auseinandersetzen. Zweitens will ich auch wiederholen, werde ich schon am Kontext von den Budgetsdiskussionen gesagt und die übergroße Majorität von den Projekten, die wir hier unholen, do sie kein Depassement de Devien dürfen völlig auch so, wann dort Gefühl abkennt, das wären da viel, muss ich das natürlich immer an der Proportion gucken. An all die Projekte, wo kein Depassement de Devien sind, kommen nicht an den Gemengerot. Dürfen geht das ein ganz falsch Bild, wann da wie Hautlo 2 Depassement de Devien du jour sind, ja, okay, dann klingt das als ganz viel, mehr en fait, wenn man wie gesagt, am globalen Kontext guckt, ist es eigentlich schrecklich wenig. Ich muss auch sagen, bei den 2 Projekten, den eben heute so Projekten, du hast den Wurm dran. Aber bei diesen 2 Projekten wird der Wurm dran, und es gibt ja anscheinend so eine Theorie, dass wenn etwas schief geht, alles schief geht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, hier ist es so gegangen, hier sie vielleicht bei dem engen Projekt sind da gewollte Kelleren entdeckt gehen, das auch kein kommt wissen. An einem anderen Projekt als ein Architekt ohne Ursachen einfach aufgesprungen vom Projekt mitten dran. Das hat uns obligiert, den neuen Architektenbüro zu wollen, wir müssen zum Teil frisch Pläne machen. Wir haben mit Verhitten, die gehört an den jeweiligen Projekten. Und dafür teilen ich wiederholen, was Claude Radu heute zu Recht gesagt hat. Hier ist null Responsabilität, aber null Responsabilität von unseren Services, auch vom Schafferrot. Ich weiß nicht, was wir hier hätten können, Ernstes machen, für die Depassements nicht zu kriegen. Dürfen nach einkehr, der Schafferrot guckt ganz genau, Alde wie no, mir hatte ich ja doch schon so am Kontext von den Budgetsdiskussionen. Ich werde noch mal einkehr die Kontrakten ganz genau gucken mit dem Büro d'Etudes, für wirklich eine Risikominderung zu machen. Wir nachleben wir an einer Welt, wo es leider Gottes nicht ohne Risiko geht. Und dafür wäre ich ganz froh, wenn da trotzdem die Depassements gibt Ende vom Jahr matstimmen. Wir haben auf jeden Fall mengenlich an auch als Service als absolut nicht viel zu werfen. So, merci für die Klarstellungen. Nachher so die stellen dann noch noch anderen, die 2 der rektifiziert zum Wort. Für die stehen von der Firma Ernst Gruber zu haben. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Da man das so angehauen.
Dann den zweiten Devis rectifié, den von den Scouts Home Lampertsbierg, wen aus der vier, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Dommer das der so ugeholt, und dann nach den allerletzten Punkt, den dabei kommt, wo ich hoffe, dass es Gelegenheit gibt, für uns zu verteidigen an einer Affäre, Affäre in den Archiven, wo eben etwas nicht so gerne, nicht so gemerkt, wie das wir das sollten. Und dass man nach an den Seiten sind, muss man auch aussichern, die Entreprisen, die das gemerkt haben. Sind ihr d'accord? Sind da Wortmeldungen? Ja. Ja, merci für das Wort. Wir sind d'accord für die Prozedur zu machen. Ich will aber noch einen kleinen Appell machen, dass die Dokumentation nicht just in der für Druck kriegt. Er war noch übersichtlich, aber ich fand das einfach ein bisschen knapp, wenn in der Donnerstag kriegt oder Mittwochs, Oves auf Freitags aus der Gemeinde rutscht. Ich meine, dass du auch dafür verstehst du mich gut, weil, voilà, wir sollen aber ja etwas en connaissance de cause stimmen. Du willst da einen Appell für, als du ein bisschen mit den Lehen zu gehen. Merci. Madame Brümmel, die hat Fondrecht. Ja, nein, mir auch, mir kriegen nicht auch in extrem afgewehrt. Das muss ich dann aber so. Weil mit den Entreprisen ja nach als Leitfahrer, das tut von der gelesen hat, ich meine, die können das ja nur vertrauen, mir hat bis zum Schluss Versicht, eine Einigung zu finden, dass sie ansichtig wären, dass sie das neu machen. Und es waren nach Reunionen sur place von eben den Services mit ihnen, leider waren sie nicht ansichtig, weil sie natürlich pure Entreprisen agiert, ein geht dem anderen schuld. Ihr seht nicht, das war nicht das, sondern das war hier. An Lo sind wir eben am Punkt, an Lo als Vakanz, also nur als Vakanz, und muss eben lo nach das Jahr, weil die Garantie von 2 Jahren, die ging lo Ende des Jahres auslaufen, dafür haben wir Misten, wir sind noch an ganz kurzem Delay. Und normal machen wir das ja ernst, dass wir hier noch keinen anderen Weg gehen, dafür ist das effektiv an allerletzten Minute kommen. Ich meine, wir müssen das hier machen, für das Interesse von der Stadt zu verteidigen. Stellen das also zum Wort, wenn das dafür wen aus der Gegend, wen enthält sich. So, dann hätten wir an einer ganz verständlicher Zeit, 10:11 als ein Programm haut über die Bühne kriegt. Mir bleibt es just übrig, am Namen vom Schafferrot, ich alle Goren ganz schön Feier, die ich zu wünschen, mit ihren Freunden, ihren Familien, und dass wir uns dann bei bester Gesundheit am Anfang vom nächsten Jahr rangesehen. Ihr wisst, der 5. Meines 5 Uhr, Meines der 5. 5 Uhr, haben wir die Jahreswünsche und all als Personal am neuen Theater, und da sind immer alle Goren herzlich willkommen. Schön feier dich, an eine gute Rutsch.